Ui, warte, umstellen. Grüß euch. Warte, ja, gleich ist soweit. Der Patrick sucht noch. Gerade wird man ein Eröffnungsspiel machen, aber ja. Grüß euch, servus. Jetzt ist bei mir hoffentlich auch so weit. Und fangen wir an, nicht? Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Das hat das ist schön. Erstes hat's uns grad noch gefällt. Kommst daher, grad wie bestimmt. Fallen mir heut vielleicht noch. Wissen wir genau, kleine Kinder gehen ins Bett. Ja, aber unser Rainer, ja, aber unser Rainer nicht. Tadellos, grüß euch, servus, grüß die Hände, habe ich die Ehre. Jawohl, wir sind wieder beieinander. Patrick haut die Uhrstäpsel rein. Patrick. Grüß euch Gott, ich hab die Uhrstäpsel. Ich muss nur schauen, dass ich den Dings jetzt da starten kann, die Sendung auch am Computer. Ich mach die Begrüßung. Sind eh schon einige Freunde da. So, ja, grüß euch, servus. Der Patrick war ja der hat es ja super gemacht die letzte Woche. Die meisten haben es eh schon mitgekriegt. Wir haben einen schrecklichen Schicksalsschlag in der Familie gehabt und da war einfach das nicht richtig und möglich, dass ich da so die Live-Sendung mache, aber der Patrick ist großartig eingesprungen und wenn auch die erste Sendung ein bisschen unter technischer Problematik gelitten hat, so war es aber dann doch, ja, es war dann sehr schön. Also wie gesagt, das Show must go on, wie man so sagt, deppert das Sprichwort, aber es ist ja so und ich will jetzt da nicht ausbreiten sozusagen die traurigen Geschichten, weil für das sind wir nicht da zusammengekommen. Es geht uns den Umständen entsprechend allen gut, halbwegs und ja, wir müssen weiter tun und so wird es auch passieren und ihr habt euch das auch verdient, dass wir da wieder ordentlich eine Musik machen und eine Gaudi machen, weil ich habe dermaßen viel, wie soll ich sagen, wie sagt man, Unterstützung von euch gekriegt, von irrsinnig vielen, das war ganz leibend. Also da sage ich jetzt schon herzliches Dankeschön und ja, wir werden das gemeinsam durchstehen. Und Patrick, das war natürlich ein Wahnsinn, was du aufgeführt hast. Und da muss ich die Zuckerfaust erheben, weil natürlich irre. Aber im ersten Mal hat das nicht so ganz hingehauen. Was war das Problem? Sag. Na, das Problem war, dass offenbar der Standcomputer ein bisschen älter ist und da die Updates nicht mehr so gut funktionieren. Es ist das YouTube da nicht so richtig gerannt und ich konnte nicht mitlesen, wer kommentiert. Das war das Problem. Ich verstehe. Aber das hast du dann hingekriegt eigentlich beim nächsten Mal. Warum hat das dann funktioniert eigentlich? Weißt du das? Ja, schon. Ich habe etwas entmistet am Computer, alles was es gibt, und habe diese Werbeeinschaltungen, die automatischen, die es da gibt, auf Facebook. Ja. Einfach A-Draht und jetzt funktioniert das auf Facebook. Auf YouTube sicher heute nämlich auch, das funktioniert, aber es stockt schon wieder auf sehr heute. Das ist ein Problem. Es stockt, naja. Ich sehe die Wildcat zum Beispiel ist dabei. Ja. Servus, grüß dich. Wildcat. Sicher, nicht? Aber Daniela sonst Schlögl. sehe ich keinen. Echt? Na geht, das stockt. Das ist blöd. Naja, aber es ist eigentlich die Elite, möchte ich sagen, versammelt. Susanne Bumm ist dabei, der Thomas, mein Bruderherz, jawohl, Familie halt zusammen, wir sind da. Thomas Klagenfurt. Jawohl, Familie. Matthias Mariacher, super. Irmi Hinkhofer, Peter Richtinger, Wolf der Spitze ist wieder da, super. Der Spitze, den sehe ich jetzt auch. Ja. Servus. Markus Volker. Dunja Androsch ist da, ja. Wo ist die Dunja? Was? Dunja habe ich schon da, siehst du sicher wieder. Unten, grüß euch. Ja, die Dunja hat ja eine großartige Geburtstagsparty gemacht, nämlich virtuell mit Live. Und liebe Dunja, da möchte ich jetzt sagen, sorry, dass ich nicht dabei war. Ich will das ganz offen und ehrlich sagen, es war so eben die Umstände in der Familie, die wir gehabt haben. Und dann am Freitag war noch so ein bisschen telefonieren und reden und mitdenken und nachdenken. Ich habe dann schlicht vergessen, dass diese Sendung ist. Aber ich habe mir es auch noch nicht angeschaut. Aber die muss ja leibend gewesen sein. Ich weiß nicht, Patrick, hast du reingeschaut?
Ich habe schon ein bisschen reingeschaut, live. Na, musikalisch natürlich, sowieso klar, gespielt und lustig einfach. Ich habe mir es auch nicht live angeschaut, ich habe dann auch vergessen drauf. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe dann doch mit meinem Schatzl zu Hause geplaudert und irgendwann, dann war es 9 Uhr am Abend, dann habe ich mir gedacht, naja, ja. Dunja. Bitte um Verzeihung. Wir holen das so. Ja, genau, das hoffe ich auch. So schaut's aus. Das war's. Roy und Mäusler sind online, sagt die Wildcat, herrlich. Der Güterich Russell ist dabei, die Hette aus der Schweiz. Super, das gefällt mir total. Franz Brandner, gibt es einen Mitschnitt auf YouTube? Von was meinst du? Muss ich schreiben, von was? Ich glaube, die tun ja. Oder von Patrick. Das gibt es auf Facebook, glaube ich, kann man sich das anschauen. Richtig. Noch immer. Ich glaube schon. Das war ja das erste, das. Der Patrick hat mich angerufen und gesagt, du, ich kann nicht auf YouTube gehen mit dem Handy, weil das geht erst ab 1000 Abonnenten, dass man von einem Mobilgerät ist. Warum auch immer, ja. Warum auch immer. Da habe ich gesagt, dann macht er nichts, dann machst du es über einen Computer, ne, Patrick? Natürlich, Patrick, ja, das ist ja kein Problem, geht aber das habe ich ja schon probiert gehabt. Ne? Patrick, wie alt ist der Computer? Der ist jetzt 12 Jahre alt. Ja, und da hat gut, es ist ein Mac, muss man dazu sagen. Und ja, aber für YouTube hat es nicht mehr gereicht. Da hat es nicht mehr gereicht. Na, oh ja, das YouTube rennt ja alles drauf, aber so für gewisse Dinge. Es gibt keine Updates mehr dafür jetzt in der Zwischenzeit, das ist das Problem. Ne? Das ist das. Mir fällt das auf, heute bin ich der Weiße, gell? So kasig heute. Aber ich habe wieder einen roten Vorhang, ich habe wieder so einen roten Schädel, ich habe einen roten Vorhang wieder zu. Ich habe auf jeden Fall rote Urwascheln wieder von dem Ding. Ne? Schwarz macht schlank, sagt der Ferche. Ja, Ferche, ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass Schwarz nicht schlank macht. Das ist ja auch so. Im April hat der Michi Geburtstag, da gibt es eine zweite Chance, ausgezeichnet. Ja, aber April kann es nämlich sein, ja, dass das noch immer nicht gehen wird. Ja, ja das kann sein. Du, Patrick. Aber die Wildcat schreibt gerade immerhin schon 604 Abos, ja. Ja, da sage ich auch Dankeschön. Ja. Dankeschön. Da hat es ja gegeben, so eine Aktion, quasi auf Facebook, nicht, haben sie die Künstler, also viele Musiker haben jetzt geschrien, nicht, wir dann uns gegenseitig abonnieren. Ich sag's euch ganz ehrlich, die österreichische Musikszene, naja, lassen wir es gut sein. Weil, also es haben wirklich eine Handvoll, da habe ich gesagt, ja, na, das mache ich, nicht, da abonniere und abonniere es zurück. Machen wir es aber dabei, na sicher. Ein paar haben es sogar gemacht, ein paar wenige haben es sogar zurück abonniert. Und dann bei einem anderen, da haben sie sich überhaupt gleich 2-3 Tage später wieder alle abonniert. Der ist gekommen auf, weiß ich nicht, auf 500 und war dann 2 Tage später wieder auf 340. Also, ja, Musikerkollegen, es gibt eine Handvoll und die liebe ich und die sind super, die sind leibend. Ja. Interessanterweise mit ein paar ganz Fremde habe ich total, also das hat sofort funktioniert. Ja. Aber, genau. Aber der Großteil sind egoistische Fraster, was sollst du machen? Das ist ja so. Was haben wir? Harry Schneider-Fonte, küss die Hände, Geschamsatiner, meine Verehrung, die Herren. Harry, super, dass du da bist, das gefreut mich. Auch der Dieter aus Otterkring, schön. Dieter, jawohl. Ja, wir sind wieder. Der Thomas Faber trinkt ein Bier auf uns. Das freut mich und bringt mich, Patrick, jetzt schalte ich dich groß. Patrick, dein Anboteling heute, bitte. Mein Anboteling, na selbstverständlich, aber bin ja schon groß vorbereitet, nicht? Ich habe heute keinen Wein zum Anbotteln. Ich habe heute was anderes einmal da. Jetzt muss ich mich da noch hinten bringen. Ich habe nämlich 2 Flaschen da zum Anbotteln. Und zwar haben wir da einen Gin heute einmal. Einen Gin. Bravo. Und zum Gin, dass ich den nicht trocken runterwürgen muss, ein Tonic, das ich ganz gern habe. Ich mache jetzt da wieder, es ist keine Werbung, ich habe das selber gekauft, alles, ich habe das nicht geschenkt bekommen oder was. Der Gin aus dem Weinviertel, gar nicht weit von da aus, jeden Speigen vom Klaus Roman. Der Klaus kennt er mir ja schon. Ja. Eine wunderbare Sache. Ein Schnapsbrenner, eigentlich ein Landwirt und er macht seit ewigen Zeiten Schnaps und unter anderem auch 2 verschiedene Gins. Traumhaft gut, kann man mit nichts vergleichen, was so am Markt ist. Ist ein bisschen anders, viel fruchtiger das Ganze und das passt irrsinnig gut, finde ich, mit dem Fever Tree Mediterran Tonic, mit dem mediterranen Tonic zusammen. Der Gin ist schon angebottelt, muss ich gestehen, aber das Tonic ist noch nicht angebottelt, das machen wir jetzt. Das schau, was du aufkriegst jetzt. Der kluge Mann baut vor. Hier ist ein Öffner. Machen wir mal einen Tischer. Ich hoffe, es geht mir jetzt nicht alles über da am Schreibtisch. Zuck.
Na wunderbar, bleibt ruhig, ist überhaupt kein Problem. Da haben wir auch ein anderes Glas geschwind geholt, ich habe schon das Weinglas da steht gehabt, ne? Aber jetzt machen wir uns einmal einen Gin Tonic, ohne irgendwas anderes, ohne Gurkenscheiben, ohne Rosmarinzweigel, einfach nur pur mit so ein bisschen ein Gin da, oh ja, so wie Ein Schlüpferl. und ein Tonic drauf, ein Schlupferl, ui, und das wird schon schön trieb, herrlich. So, das wird ja, jetzt werde ich mich bald, ja, ich bringe die Flaschen nur wieder in Sicherheit hinten da unten im Winkel. Pass auf den Kopfhörer auf. Jetzt hast du die Kamera verschoben mit deinen Kopfhörerkabel. Hoppala. Ja, ich muss ja da immer. Ja. Nicht so einfach. Also. So, schau. Jetzt haben wir es. Die Liebe Freunde. Welke hat den gespritzt in der Kuchel. Also da können wir nur sagen, auf geht's, Gas geben, dass wir was haben. So. Naja, sehr zum Wohle. Der ist herrlich. Sehr zum Wohl. Ui, das schaut gut aus. Prost. Prost. Na, das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Herrlich schon. Hat schon was von Sommer. Den bin ich da fast neidisch. Also absolut. Das, ja. Du hast den Schlägen, hast du einen, gell, glaube ich, von dem. Ich glaube, wir waren. Nein, den haben wir ja austrunken. Haben wir den austrunken? Was das Flascherl? Glaubst du, das hebe ich auf? Nicht, da ist ja nur ein halber Liter drinnen. Ja, muss man im Graus rum nachher reden, aber nicht mehr. Ja, größere Flaschen auffüllen für uns. Großartig. 17 ist in jedem Haushalt, sagt der Peter Richtinger, vollkommen richtig. Da schau her. Zonko ist dabei, Zonkos. Ja, nein, man sieht sie. Zonko Welt TV ist da, ja. Da. Ja. Ein großer Förderer der 16er Buben, Zonko, servus, das gefällt mir. Und mir gefällt es, die letzten Videos, die der Zonko gemacht hat, wo er halt seine Meinung kundtut. Und mir gefällt das so, weil er zu Recht sagt, das ist mein Kanal und da gilt meine Meinung. Nicht? Und kann genau. Jeder sein, der eine andere Meinung hat, keine Frage. Natürlich. Aber er darf sich nicht beschweren, dass das in Zonkos eine Meinung ist, weil das ist Zonkos Welt TV. Ich meine, und vollkommen richtig. Abgesehen davon, dass ich die Meinung teile. Aber das ist wieder was anderes. Auf jeden Fall ja. Super, dass du da bist, das gefreut mich sehr. Thomas Fabrer, bitte singen. Na, warte noch wirklich, ich muss ja auch noch anbotteln. Das mit Singen ist nicht so einfach wieder. Es ist trotzdem sehr anstrengend. Ja, warte schon her. Ich muss das ja machen, weil ich jetzt technisch ausgerüstet bin. Wildcat, so da nicht zurück aus der Küche und zwar mit dem Gespritzten. Das finde ich wieder leibend. Das finde ich leibend. So soll es sein. Hubert Hinkhofer, da kommen die Achteln rein schon erst. Das sind die wieder jetzt erst. Ja, herrlich. Da ja, das ist wahrscheinlich für deinen... Ich muss einen kleinen Schluck nehmen. Der Markus Volker sagt, wie soll man da noch weiter hackeln? Meinst du jetzt uns oder die? Der Benjamin Rüdener, grüß euch und Prost. Benni, servus, grüß dich. Ja. Thomas Faber, wie geht es am Freitag? Was muss man machen? Naja, am besten ist, das wird noch ausgeschickt. Das werden wir dann noch ansprechen. Thomas, ich vergiss nicht drauf, weil da reden wir auf jeden Fall noch davon. Aber ja. So, der Dieter sagt mir, anbottelt jetzt mal eine Flasche Natur drüber Apfelsaft vom Bauern. Das ist halt auch schön, gut, herrlich. Das sagt der Dieter. Das gefällt mir. Natur drüber Apfelsaft. Patrick, das war was für uns, hä? Apfelsaft. Natur drüber. Ja, habe ich. Trinke auch. Ja, sogar. Ja. Apfelsaft, also ein Hollersaft und so auch. Ne? Das ist ja, gibt es ja immer sowas auch. Aber jetzt waren wir noch Gin Tonic. Jawohl. Und mir ist natürlich noch Wein. Patrick, jetzt mache ich die klar, also sprich mich groß. Ja, mach. So, warte mal. Ja. Mach die nicht klar, um Himmels Willen. Peter Rosenthal, Servus von Peter aus Oberasbach. Jawohl, das ist natürlich super Sache. So, meine Herrschaften, ich komme zu einer ernsthaften Geschichte, nämlich das Unbottling. Und zwar heute ein Flascherl. Und da muss ich jetzt Werbung sagen, weil den habe ich geschenkt gekriegt. Den hat mir der Michael Höfler, also eigentlich hat uns der Michael Höfler vom Ausblick Wien, warte mal, da habe ich was vorbereitet. Der hat uns ein Kistel geschickt, ein Kistel Wein und hat gesagt, ja, damit es nicht verdursten tut. Jetzt ist das Problem, jetzt kann ich natürlich in Patrick das nicht, der ist ja Zweitweger. Also muss ich mich darum kümmern, da war einmal. Ja, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt. Ich bin da, Ja, ist da euer Herz. Aber passt auf, jetzt mache ich da vom Ausblick Wien, das ist ein Strebersdorfer Winzer. Was? Da fragt, wir sind heute bei Billa 2 6er-Trager und Bock in Zwagerl gekupft. Ich trinke halt Bier. Bravo, Franz Brandwein, ist ja auch nicht schlecht. Also habe ich auch gern. Also passt auf. Und zwar, vom Ausblick Wien, Strebersdorf,
Wiener gemischter Satz, DAC, 2019er, von der Rede Tachlern. Lustigster Wein, die Sammleredition vom Weingut Dr. Höfler. Und dieser lustigste Wein, das haben die gemacht, so quasi eine Marketingidee. Und in dem Fall ist quasi der Weinpate, das sind natürlich, weil es ihm der lustigste Wein ist, immer Kabarettisten. Und in dem Fall ist es die Nina Hartmann. Ja? Ein Charity-Projekt ist es, 4 Euro je verkaufter Flasche, kommen der Aktion Pink Ribbon, der österreichischen Krebshilfe zugute und eben die Kabarettistinnen Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis und Nina Hartmann tragen mit je 100 limitierten Flaschen zum Gelingen des lustigsten Damenspitz Österreichs bei. Ich finde ja eine großartige Idee und ja, den mache ich jetzt auf. Also ein gemischter Satz DAC aus Strebersdorf. Und den ja, was sagst du? Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Karton Wein bestellen und mit Bottle am Freitag. Körperl für die Musik ist am Freitag beim Weinkörperlkauf dabei. Voll spitze die Idee, wir freuen uns schon. Warte, das Tunja, das blende ich ein. Warte, da muss ich zuerst das aussehen. Das blende ich ein, was die Tunja sagt. Und ich werde euch das gleich erläutern. Aber jetzt wird einmal angebottelt. Gluck, 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 gluck. Ja, gemischter Satz. Riedtachlern. Jetzt bin ich die. Ja, kannst. Warte, da muss man zumindest das. Ich weiß nicht, das Etikett wird man nicht gescheit sehen. Ja, zumindest. Doch. Naja, aber drunter steht was, das kann man nicht lesen. Das ist wurscht. Das ist wurscht, weil sehr zum Wohle. Warte, da muss ich Patrick, ich schalte wieder dazu. Weil dann gerne. Dann können wir uns jetzt gemeinsam zuprosten und natürlich unseren leibenden Zuschauern. Herrlich. Sehr zum Wohle. Sowieso. Prost. Sehr zum Wohle, meine Lieben, gell? Prost. Ich beneide dich darum jetzt. Direkt, da war's es. So. Na, wild. Wird ein bisschen dauern, bis ich zu so einem Wein komme. Ja. Das wird dauern, ja. Nicht den Herrn Höfler wäre ich einmal höflich. Den Herrn Höfler höflichst bieten. Ja, du musst am höflichst bitten, ja. Ja, weil es ist ja so. Wir haben da eine Idee gehabt. Also der Michael hat eine Idee gehabt und haben wir gesagt, da sind wir natürlich voll dabei, zumal es so total lieb von ihm war, dass er an uns gedacht hat. Nämlich die erste virtuelle Weinkost, also quasi ausgesteckt ist in Strebersdorf, aber halt nur virtuell. Die Sache läuft so ab, da gibt's, warte mal, kann ich wieder was da, so. Klausi, du bist der Wahnsinn, Herr. Auf dieser Facebook-Seite, Facebook.com Ausblick Wien, da wird sich am Freitag um 18.30 Uhr ein Livestream abspülen, wo Wein verkostet wird und erklärt wird. Da ist der Vizepräsident vom Sommelierverein, macht quasi gescheite Worte dazu. Und das Ganze ist vom Ausblick Wien, also vom Weingut Höfler und vom Weingut Strauch. Haben wir auch schon gespielt, Patrick und ich. Ja. Bei beiden schon natürlich, gespielt. Ja. Und sie geben also so 3 Flaschen pro Weingut, nicht, wird also da probiert und die musikalische Umrahmung, hoffentlich haut es technisch hin, machen dann wir die 16er Bur. Toi. Das machen wir schon. Ich fahre ihm da von da aus. Ich kann gar nichts machen von da. Naja, wir müssen halt schauen, wie das geht. Und das Ganze ist so, man kann es ja dann beim jetzt tue ich wieder da um, Moment, jetzt tue ich wieder das einblenden. Man kann da beim Ausblick Online-Shop, kann man so ein Kost-Package bestellen. Das Ganze geht natürlich nur bis spätestens am Mittwoch, glaube ich. Damit es am Freitag spätestens da ist. Man kann es schicken lassen, man kann es aber auch selber holen in Strebersdorf. Da gibt es nennt er das Seuchenstockerl, da kann man sich die Kisten anholen auch. Ja, und 10 Euro hat er gesagt, schlagt einfach drauf und die kriegen wir. Und das finde ich total leibend, eine super Idee, eine super Geschichte. Also kurz und gut, am Freitag 18.30 Uhr auf der Facebook-Seite vom Ausblick.com gibt es eben eine virtuelle Weinkost mit Musik von den 16er Buben, soweit wir das gut zusammenbringen. Das wird passieren. Wir werden. Ja, also wie gesagt, die Werbung haben wir noch mal ordentlich raus. Ein bisschen was ist schon in den sozialen Medien unterwegs und natürlich wird da noch mehr kommen. So, was haben wir da alles? Da wird ja nur getrunken, wie soll ich da nüchtern werden, sagt der Harry Schneller-Fonte. Harry! Ich wüsste jetzt nicht, warum du nüchtern werden willst. Weiß ich nicht. Fritz Status, gut, dass du da bist. Ja, entschuldige Patrick, sag nur.
Ja, vielleicht fährt er mit dem Motorrad irgendwann noch, nicht der Harry schneller fährt. Weil Motorradfahren ist nicht verboten, habe ich ja gehört. Nicht? Naja, nein, aber es fährt aber fast keiner. Es fährt fast keiner aus unserer Ja, Runde. aber es ist erlaubt. Eigentlich. Ja, es ist grundsätzlich erlaubt. Du darfst fahren. Aber es ist so, es wird halt gebeten, dass man eben risikoreiche Hobbys halt unterlässt. Dass man eben nicht im Krankenhaus landet und ein Intensivbett ein notwendiges vielleicht von einer keicht. Ja, klar. Ja, so wie jetzt was er sieht, da bei uns da ist der Rax Schneeberg dort gegen Semmering, ne? Da sind immer irgendwelche, die hatschen herum. Ja, und dann, oder halt machen eine Skitour oder sowas. Ja, Motorradfahren ist nicht verboten, aber eigentlich die meisten halten sich daran, dass man es unterlässt. Fritz Stadtguss, der ist da. Wein habe ich auch bestellt, super, wird bis Freitag nicht da sein. Na, das könnte sich schon ausgehen. Das Porto ist leider nach Deutschland, wird eng. Porto ist leider. Aber, pass auf, der Fritz Stadtguss, ein großer Förderer von uns, und da muss ich wirklich sagen, Fritz, herzlichsten Dank. Erstens für deine nicht gerade geringe finanzielle Unterstützung, aber auch, muss ich sagen, das muss ich schauen, wie ich das reinkriege. Dafür, warte mal, da. Du schaffst es, Klaus, du schaffst es. Der Fritz hat sich was bestellt im Hödelhof und hat sich gedacht, den 16er beim Los Davos zugekommen und hat uns eine Flaschen Zierwerl zukommen lassen. Also muss ich sagen, wiederum mir, Patrick. Hab ich wieder leider, momentan, ich bin da, ich bin halt am Gescherdien. Das ist ja, was soll man machen? Patrick, es tut mir leid, ja, aber ich habe ihn noch nicht angerissen. Ich habe ihn vielleicht tue ich ihn heute noch anbotteln. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, Patrick, lass da was über. Ein Stamperl auf jeden Fall. Na, mal schauen, wenn wir uns im August wieder sehen dürfen oder im September, das wird nichts mehr da sein. Oh ja, nein, ich nehme auf die Rücksicht. Also Fritz Stadtguss, herzlichsten Dank für alles. Bist ganz leibende Unterstützung. Danke, Fritz. Danke. So, jetzt spielen wir was. Wenn man nicht fährt, braucht man auch nicht nüchtern bleiben, sagt der Franz Brandwein. Das ist eben eine der großen Errungenschaften der Nichtfahrer. So, jetzt spielen wir was. Ist natürlich ganz klar. Der Matthias schreibt schon armer Patrick. Ja, das mich nur Dings. Ja, arm bin ich. Klar. Nicht einmal einen Gin habe ich mir fast daheim. Ja. Ui, die Weilke sagt, der Rasputin wurde mit Cyankali vergiftet und der Wodka löste das Gift auf. Eventuell ersäuft den Virus. Naja, nicht eventuell Weilke. Den Mitersaufen den auf jeden Fall. Das ist einmal, das ist ganz klar. Ja, der Günther sagt so richtig, die letzte Idee war kalte Kuchelform in Klaus treffen. Er ist nicht gefahren, ich auch nicht, besser so. Ja, stimmt. Ja. Wir werden das nachholen. Leilon, wir holen das nach. Alle Motorradfahrer, ich kann euch nur sagen, wir holen das nach. Das könnt ihr auch nicht mehr. Vor allem, was ist eine kalte Kugel ohne Topfinger? Ne? Das ist natürlich mühsam. Das hätte es damals noch abgesehen davon, dass man nicht fahren soll. Ja, nein, aber wie gesagt, wir haben das rechtzeitig abgebrochen. Und ja. Lassen wir es so und es wird eine schöne Zeit kommen, wo wir das zusammenbringen. Das ist auch Ehrensache für die schöne Musik, sagt der Fritz. Ja. Danke, Fritz. Danke. Die wirklich, Leibwand, das ist absolut super. So, der Andreas Christiner hat sich jetzt einen Weinkühlschrank bestellt, damit er einen wohltemperierten Wein zu Pavlatschen hat. Ja, Andreas, sowas haben wir auch da stehen. Und ich muss sagen, das ist so das lauteste Haushaltsgerät, das wir da haben. Der Weinkühlschrank. Das steht im Köln, aber gleich in meinem Studio. Das ist halt, ja. Aber es ist das, gell, Patrick, das geilste Haushaltsgerät, das wir haben. Das geilste drum, ja, so ist es. Aber das hört man am lautesten im Studio. Das hört man am lautesten, ja. Also wenn wir was aufnehmen, müssen wir nicht mehr ausstecken und warten, bis die Kühlflüssigkeit wieder... Ja, ist ja wurscht. Aber es haut hin. Dunja Androsch, denkst du, der lieben Augustin hat das damals auch schon richtig gemacht? Na klar, das ist die Wiener... Der liebe Augustin hat es richtig gemacht, ja. Der Wiener macht das ja so. Nicht? Weil es wird nicht besser, wenn du was trinkst, aber es ist der Wurscht und damit hast du schon ja. So, Patrick, jetzt spielen wir was. Wir müssen was angehen wieder. Ja, jetzt dann machen wir was. Was machen wir? Ich glaube, irgendwo war schon, können wir das schon angehen? Was irgendwo denn? Die Engel? Nein, die Heiselfrau. Machen wir es gleich? Machen wir es gleich? Ja, machen wir gleich die Heiselfrau. Ja, selbstverständlich. Ich meine, große Ehre, die so ein Wunsch hast. Was heißt das? Ja, ich sehe es jetzt immer im Bewober. Ja. Siehst du, die AKM sollte sich auch was überlegen, dass man da was kriegt, wenn man das live da auch spielt auf YouTube erst. Ja, so weit sind es, glaube ich, nicht. Ja. Also, wie gesagt, sie arbeiten aber momentan wie wild an Lösungen. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Also ich bin drauf gekommen, die österreichische Musiklandschaft hat sich bis jetzt nicht sehr hervorgetan und dass die Radiostationen
da sie wirklich weigern, solidarisch zu sein. Aber sie hören nicht damit auf, sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, was sie nicht alles tun und wie super sie nicht sind und alle danke, danke. Aber dass die nicht einfach österreichische Musik spielen und zwar, wie gesagt, alles unter 90%, 24 Stunden am Tag die nächsten paar Monate, ist eine Heuchelei. Ist er so, muss man sagen. So ist es, ja, muss man sagen. Ja, aber absolut. Ja, ist man auch mittlerweile. Ich nehme jetzt meine Herren wieder auf. Nimm's aus, gehen wir so. Ui, schön. Ui, ui, ui. Ja, das klingt ja so. Ja, er macht das schon. Weil er macht das schon. Und ich habe ein leichtes technisches Problem. Tut mir leid. Aber. Ja. Bitte, ich hoffe, es funktioniert. Ja, ich fange zum Spielen an, wenn es passt. Ne? Jawohl. Ja, sie zeigen mir, gib mir ein Zeichen, ob es passt. Fang an, ich bin bereit. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Was ist? Wieso hast du aufgehört? Wieso hast du jetzt aufgehört? Der Patrick hört auf. Ich muss mir die Kopfhörer wieder Wieso hast du jetzt aufgehört zum Spielen? Weil wir das gemacht haben, das letzte Mal so auseinander geteilt, weil ich die nicht her, wenn du zum Singen anfängst. Ja, aber das war ja bevor wir kapiert haben, dass das, was du spielst, das nicht mitspielen kann. Verstehst? Ja, aber wenn du in Einsatz nicht weißt beim Singen her, na gut, probieren wir es noch. Du spielst durch und ich lasse mich zu. Genau so rennt das. Das ist in Ordnung, ja, schauen wir nochmal. Ja. Aber doch nicht mehr neu. Ist gut, ja. Die Leute haben ein Theater schon wieder, okay? Warte mal. So. Glaubst du, wir lassen uns da von so einem Arschloch-Virus da irgendwie auseinandertreiben? Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hackler, Generaldirektor. Jeder tut sie friedlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zenze kehrt man gerne. Mein Schatzerl ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die hat schwach das Schürzel blau, mit Zinsi, ja, mit Zinsi, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, das im Fernsehen bewährt, duftende Hacke und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, weil wir sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zinsi hört man gerne. Auf geht's! Mein Schatzerl ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die hat schwach das Schürzel blau, mit Zinsi, ja, mit Zinsi, aus Stadtlau. Einmalig. Du. Warte, bis es wieder. Jawohl. Großartig, oder? Ich meine, jetzt muss man schon sagen. Da schau her, das muss ich veröffentlichen. Zonkos Welt. Sensationelles Zusammenspiel. Patrick. Hat das hingehauen? Nein, ja? Wir haben nur Lob. Funktioniert echt gut. Wunderbar. Der Ball sieht sogar synchron. Stimmsynchron. Das Lustige ist aber, das was ich auf YouTube jetzt sehe, da bin ich um 3 Stunden hinten nach. Bei was? Das ist nicht synchron, das Bild.
Also überhaupt. Bei mir auf YouTube, aber bei allen anderen dir verzeih. Ja, okay. Nein, das schreckt mich nicht, weil da war schon alles, nicht? Da hat das schon passt. Das schreibt ja jeder. Hat passt, war synchron, absolut. Na passt, super, dann ist mir wurscht, ich schaue mir eh nicht das Bild an, ist eh egal. Wunderbar. Ich danke euch, wenn es euch gefallen hat. Oh, da kommen ja der Applaus und die Achtung muss eine. Da muss ich einen Schluck vom Gin nehmen erst. Herrlich. Prost. Da schau her. Prost zum Wohl. Schau dir was an. Weltklasse, der Friedstatus. Franz Brandwein, großartig. Ein Wahnsinn. Die Achteln fahren rein. Na, das ist ein Hit. Leibend. Die Welke hat schon ein Schwipsel, weil es Hicks schreibt. Ist schon ein Schwips. Ja, kann schon sein. Das kann schon sein. Welke, aufpassen. So ein gespritzt da voll rein. Ja. Schau, der Roman Buch, der sagt auch, das passt halt zusammen, technisch sehr toll. Ein Wahnsinn. Ja, gut, das ist schön. Danke euch vielmals. Du, Patrick. Gut. Ich schalte jetzt groß. Warum? Sag einmal, wie geht's die letzten Tage? Was gibt's Neues bei dir? Daheim, Quarantäne und das Ganze. Was, ja, kurze Gedanken deinerseits dazu. Was? Halt, mein Bild ist weg. Ja, das sehe ich. Na, du bist irgendwas davor. Da ist er. Erst, was hast du aufgeführt? Interessant. Jetzt muss ich mich groß schalten, nicht? Bis der wieder... Ah nein, mich, habe ich gesagt. Was ist da los? Ja, also... Das ist aber rot, oder? Ich probiere gerade. Aha. Vielleicht, ich tipp's. Vielleicht ist ein Staubkorn. Nein, da ist nichts auf der Kamera. Da ist nichts. Und ich schalte einmal die Kamera jetzt aus. Ja, genau, schalt's aus, schalt's wieder ein. Das ist der Wieder Klassiker. So funktioniert das österreichische Bundesheer. Immer ausschalten, wieder ausschalten. Das war so, ja. Ja. Und? Ja, weiß ja nicht. Jetzt habe ich wieder eingeschalten, ja. Hallo, sieht man? Nein, ich sehe mich noch nicht. Siehst du mich, Klaus? Nein, ich sehe dich noch nicht, aber es wird schon kommen, hm? Es wird schon kommen. Oder? Glaubst du nicht? Oh ja. Nein, ich drucke die ganze Zeit. Na ja, das muss ja funktionieren. Ja. Gibt's ja nicht. Hat ja immer funktioniert bis jetzt. Das sind aber dann so die Sachen, beim Fernsehen sagen sie dann immer, ja, meine Herrschaften, wir entschuldigen uns für diesen kleinen technischen Zwischenfall. Wir haben natürlich so, ja, jetzt ist er wieder da. Was hast du noch aufgeführt? Was hast du noch aufgeführt? Was heißt nix? Nix? Schau, wenn ich sage nix, hast du nicht. Der Patrick ist wieder da, schau, bist wieder groß im Bild. Sehr schön, so, grüß euch. Ja. Noch einmal herzlich willkommen da. So. Aus der Zuschaltung hier, nicht aus dem Quarantänehaus. Nein, keine Quarantäne bei uns, Gott sei Dank nicht. Du, der Chaco Speed, wo ist er da? Ja. Meine 16er Burm, Ja. es gibt einen Opulus. Chaco Speed ist natürlich eine Weltgeschichte. Und da muss ich das kurz auch einblenden. Falls jemand, bitte, schaut's her. Das ist der Verschwummer jetzt von der Roten Zeit schuldig. Tu nur richtig, Patrick, richtig. Schaut's her, ich habe da eingeblendet die Möglichkeit, quasi anstatt, dass man mit einem Hut herumgeht oder mit einem Kerberl, falls jemand uns einen Opulus wie der Chaco Speed zukommen lassen möchte, dann bitte über PayPal. Es gibt natürlich im YouTube dann, also unter der Beschreibung, gibt es dann auch noch 2 Links, wo man was zahlen kann. Aber PayPal wäre eine Möglichkeit, natürlich dann Überweisung und sonst was kontaktlos, wie man heute so sagt. Das mich freuen. Aber ja. Danke euch. Jeder kleine Nudge wirkt sich aus. Daher, so ist es. Das ist ganz super. Und, wenn wir schon da dabei sind, nach wie vor gibt es bei uns die CDs, die wir haben und die Leibern, die wir noch immer haben, die könnt ihr bei uns bestellen und wir verschicken es euch versandkostenfrei. Die CDs kosten jeweils 15 €, das Leiberl 20 €. Also einfach unter Booking jetzt 16er.at bestellen. Bitte. Ja. Bitte, ja. Wir schicken es versandkostenfrei aus. Patrick, bist du hergekommen? Genau, selbstverständlich. Ja. Warte, sieh ich noch, Zauberkünstler bei den 16er Buben, ja. Naja, mehr oder weniger. Thomas Basler, ich spiele für die Doris die Kirchen. Kehren bitte, ja. Machen wir auf jeden Fall, Tommy. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben uns das schon überlegt, wie wir das angehen. Weil das Problem ist, dass bei dem Lied, warte, Patrick, schalte wieder her, dass ich bei dem Lied nämlich, was ist jetzt da? Jetzt bist du weg. Kann nicht weg sein. Hört man mich wenigstens noch? Hallo? Nein, du bist da, aber bildtechnisch. Ach so, na gut. Bildtechnisch. Ich druck wieder auf die Kamera mal bei mir. So, schalte wieder aus und wieder ein. Ja, genau. So. Mhm. Ja, jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Jetzt Okay. Ja.
gut, soll Ja. sein. Ja, okay. Nein, wie gesagt, wir haben uns das Lied angeschaut und da sind wir drauf gekommen, ja, zu zweit, das ist da jetzt wirklich blöd, weil bei dem Lied wirklich, jetzt wie beim Tanzen, wenn man so sagt, der 4i. Komplett. Genau. Komplett, nämlich. Da kann ich mich nicht zum Patrick zuwelanen, sondern geht es nur umgekehrt. Und das geht technisch nicht. Das heißt, ich werde es so machen, haben wir dann gesagt, ich werde einfach am Schluss der Sendung quasi als Schlusslied das Lieblingslied von meiner Schwägerin spielen. Der Frau vom Tommy, die uns eben verlassen hat. Leider. Ja. In der Zeit. Und das machen wir am Schluss und das mache ich quasi solo, weil wir kommen sonst, das haut nicht hin. Ja. Nein, es geht sich einfach nicht aus. Geht sich nicht aus. Wird schwierig, wird nicht schön dann. Aber das machen wir. Tommy versprochen, das wird natürlich gespielt. So. Fast schon klassisches Eurovision, sagt der Harry Schneller von. Ja, kommen wir schon hin. Ja. Na, da ist das Playback nicht so synchron wie bei uns. Keiner neben mich. So, ja, nein, so, Patrick, wir waren dabei. Ja, wie geht's bei dir? Quarantäne, deine letzten Ich Tage. muss ehrlich sagen, mir geht's Gott sei Dank gut. Ich bin ja wirklich privilegiert, muss ich ehrlich sagen, dass ich am Land daheim bin. Die Quarantäne ist nicht so schlimm bei mir. Ich kann wirklich vor das Haus ausgehen. Ich kann über Wiesen, Felder, Wald spazieren. Ich treffe, wenn ich da 1,5, 2 Stunden spazieren gehe, vielleicht 2 Leute. Die sind aber 100 Meter weit weg. Also ich kann mich wirklich bewegen hier. Relativ frei. Sonst Fahrt werden tut man auch nicht. Ich habe momentan so viele andere Sachen, mich zu kümmern, um Förderansuchen und sonstige irgendwie, um einfach auch Geld zu lukrieren. Auch. Klingt so blöd jetzt, aber ist so, gehört auch dazu. Ich habe dann AKM-Listen gemacht, ich habe musiziert, ich bin ein bisschen beschäftigt mit der ganzen Technik, wie funktioniert das, wie können wir das machen, so eine Sendung zu machen. Ja, gekocht haben wir sehr viel, meine Freundin und ich, das ist auch was Schönes. Also es geht uns gut, muss ich ehrlich sagen, und sonst bleibe ich daheim, muss ich ehrlich sagen. Ich war ein einziges Mal einkaufen in der Zeit, in die 2 Wochen jetzt da, einmal beim Merkur war ich. Sonst ist die Elisabeth 2, 3 Mal einkaufen gefahren, weil die muss aussehen zum Arbeiten, die hat einen wichtigen Job, ja. Die arbeitet im Lagerhaus. Lagerhaus, jawohl. Und die Bauern brauchen nach wie vor Saatgut, ne, und so weiter. Gott sei Dank, ne? Gib Kreuz und Lagerhaus, treibe den nächsten Teufel aus. Jawohl. So schaut's aus. Ja, das ist natürlich, ja, im Prinzip, also ich muss ehrlich sagen, mit dieser Quasi-Quarantäne komme ich eigentlich recht gut aus, so wie beim Patrick oder wie bei den meisten auch der Zonko oder das mehrfach erwähnt in seinen Videos. Wir kochen natürlich alle wie die Weltmeister, also noch dazu jetzt sowohl mein Munkelein und ich, wir sind beide leidenschaftliche Hobbyköche und natürlich, ja, also... Detto bei mir. Ja, ich weiß, ja, bei euch geht es ja auch. Also ich weiß nicht, ob die Quarantäne, also gesund ist nicht, ja, muss ich ehrlich sagen. Wir kochen aber auch gesunde Sachen. Ne? Nicht immer nur Schnitzel und Gulasch. Ja. Nein, es gibt schon Gemüse auch, aber halt, ja, klar, nicht? Das ist halt ein Kaffee all mit Bresel, das ist bei uns halt ein Viertel-Kilo Butter, nicht? Und Bresel. Das rutscht. Ja, nicht befeuchtet mit Butter, nicht? Das Regulasch haben sie alle gesehen bei dir, ja. Ja, ansonsten bei mir, ja, die Quarantäne, das ist halt so, wirklich jetzt natürlich letzte Woche, das war natürlich die Hölle, weil jetzt, wenn schon ein lieber Mensch von uns geht und dann bist du eingesperrt auch noch und alle sind eingesperrt, nicht? Weil natürlich die Eltern sind, wie man so sagt, heute die Risikogruppe, nicht? Meine Brüder und alles, ach Gott, nein. Also das war eigentlich, ja, damit war eigentlich dieses Daheimbleiben nicht leicht. Das ist echt, also ja, damit hat es seinen Reiz verloren, möchte ich fast sagen, weil ansonsten hättest du das schon gehabt da, ja, weil du sagst, ja, dass du daheim bist, du hast mehr Zeit und das stimmt, ja, also wir haben da im Garten jetzt gar nicht so viel gemacht, aber ein bisschen was, oder wir sind halt da gesessen. Ja, das haben wir auch gemacht, ja. Ja. Oder den alten Grüller angerissen zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja. Nein, ich bin da ein paar Mal spazieren gegangen in mein Grätzl halt. Und das ist auch irgendwo interessant, nicht? Wohin kommst, wo du sonst nicht hingehst. Ja? Aber ansonsten, also abgesehen von den tragischen Umständen, ist es halt so, dass ich an sich das aushalte. Klar, leibend ist nicht, aber ja. Es gab auch schönere Sachen, was wir tun könnten. Ne? Das kannst du laut sagen. Ja. Das ist so.
Das kannst du laut sagen. Ja, wir sind halt da jetzt in Wien und ja, weil das ist ein Herleibend und mein Schatzel muss ja in ihrer Firma aktiv sein und ja, deswegen sind wir auch da und nicht in meiner Klause in der buckligen Welt. Aber die hätten wir dann auch noch zur Not. Ne? Das ist, ja, alle gehen jetzt aufs Regulaschein. Ja, der André, Kochen ist Weltklasse, sagt er, ja. Der Peter ist Regula so gut? Der isst lieber. Was? Der Herr ist schneller Fonte. Was sagt der? Nimmer duschen. Grantig schauen, viel husten. So habe ich auch in Wien eine Ruhe auf der Straße. Ja. Das ist eine Möglichkeit, aber die werden es einmal anfangen, aber das ist vielleicht nicht so gut die Idee. Ja. Wobei, da fällt mir in Wien eh nicht auf. Nicht? Grantig schauen und so, ja, das geht. Der Otto-Lehrer ist da, grüß euch, servus. Ui, der Roy hat Eintritt bezahlt. Weilkeit, 1000 Dank. Sagst den Roy, Dankeschön. Danke. Das ist super. Habe heute Zeit gehabt, eine Viertelstunde zu Fuß zum Fleischhaus zu gehen, um mir 2 Schnitzeln zu kaufen. Ja, was machst du mit 2 Schnitzeln? das wollte ich auch gerade fragen. 2 Schnitzeln. Ich meine, Du Klaus, es ist nicht jeder so verfressen wie unser einer. Ja, Ich gebe es ja zu, aber. das verstehe ich nicht. Das verstehe ich Ja nicht. gut, es kommt drauf an, was das für Schnitzel sind. Wenn die dreifach geschnitten sind, ist das ja auch so ein Fleck. Das ist fast zu groß, muss ich so sagen. Das stimmt. Kommt auf die Schnitzel drauf. Da hast du recht. Ja. Aha, der Andreas Christina macht gerade Palatschinken und hört uns dabei zu. Wunderbar, so Palatschinkel ist auch nicht schlecht, ja. Ja, ja. Und schaut, der Roman Buchter, das ist auch interessant. Als Intensivkrankenpfleger danke ich euch, dass ihr daheim bleibt. Der Roman Buchter, na schau, und ich würde sagen, stellvertretend, Roman, stellvertretend für alle aus deiner Zunft und alle anderen, die auswissen, hauen wir alle rote Achteln rein. Haut ein paar Achteln rein zur Ehre vom Roman Buchter, stellvertretend für alle anderen, die da jetzt schon Unmenschliches leisten und wahrscheinlich leider in der nahen Zukunft Unwahrscheinliches leisten werden müssen. Aber da haben wir die Achteln rein mit großem Dank. Roman, ja. Na, und das ist selbstredend, dass man daheim bleibt. Das ist halt, ich meine, klar, ja, ich muss raus zum Einkaufen oder Genau. was weiß ich, was noch? Das weiß ich, ja, spazieren gehe hin und wieder. Aber Die besten meine Nasen, herzlich. ich habe auch ein bisschen Allergie. Ja, der Harry schneller Fonte, 2 Schnitzel. Da kommen schon die Achteln. Vom Kochen her hat sich bei uns nicht viel geändert. Wir kochen so und so jeden Tag, sagt die Daniela. Ja, und wir auch, aber Ja. wir fressen auch mehr. Ja, Hey, Patrick, dein Gin wird gefladert. mein Gin Der ist Gin. schwuppdiwupp und weg ist er. Das ist Jesus. was macht man aber nichts, nur das Flascherl geht zur Neige. Weißt du? Das ist, die Lieferung ist nicht so leicht momentan. Furchtbar. Ja, wobei der könnte ins Lagerhaus einmal vorbeischauen bei dir und das vor die Tür stellen dort. Patrick, ich möchte nicht in deiner Haut schenken. Lissi, servus. Sie geht schon wieder. Sie Das geht ist schon etwas ein kamerascheues Rehlein. Ja, schon. Ja, aber Gin-Scheu ist sie nicht. Gin-Scheu Nein, ist sie das nicht. war Na, herrlich. Apropos, ich muss einen sehr Schluck gut. nehmen. So, weil da vor die Achtleine Roman Buchter, auf die ist der Schluck jetzt da. Intensivkrankenpfleger. Was heißt das? Das heißt, da ist man auf der Intensivstation Krankenpfleger oder ist das ein anderer Begriff? Ja, da ist man auf der Intensivstation als Intensivkrankenpfleger. Ja, wahrscheinlich, nicht? Aber ich sage jetzt, aber weißt du, oft sind so Begriffe. Jetzt kannst du die Wand bespielen. Was trinkt's? Was red's eine? Was red's eine? Nee, nix, wenn man vom Essen die Wampen soll man spülen, hat es gesagt. Das ist. Der Matthias sagt, sie hört Klaus ja nicht. Ja, stimmt, hast recht. Die hört mir schnell. Nein, das ist ja A-Draht alles, nicht? Weil Ja, sonst haben wir da die eh. Rückkopplungen mit Skype, nicht? Aber du, wenn der Schatzel sagt, wir sollen die Wampen spülen, dann wer wären wir, wenn wir diesem Wunsch nicht nachkommen würden? Da muss ich aber bei der Strophen ist ein bisschen schwierig. Nein, du spülst Sonst- es einfach. Du spülst es einfach durch und ich hänge mir schon zu. Du denkst Ja, dir halt, okay. als ob ich singen würde. Ja, passt, ist gut. Ich fange einmal an, gell? Jawohl. Kleine Umbauarbeit wieder. So. Professionell, wie beim ORF früher. Klaus, du musst mir ein Zeichen geben. Du bewegst dich jetzt nicht, aber ich glaube, wir können anfangen, ne? Ja.
Grenze im Sofa sind, da darfst du renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen und zum Schweden und zum Leben. Was sie nicht sagen, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab am Mutstrom Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab am Mutstrom Wampen, die kosten Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Wiener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Weidel, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich meine Wampen her. Wann ich dann aus... Achso, halt. Hat schon aufgehört. Der Patrick ist zu laut, steht da. Was? Da die gleich leiser. Ja, ich hab schon angesetzt zur zweiten Strophe, aber da hast du schon geendet. Ja. Na, da spielen wir es jetzt. Ja, nein, jetzt passt wunderbar. Hörst? Ja, ich höre jetzt. Ja, hörst, das ist sehr gut. Ja, warte, ich muss da schauen, ich bin ja drüber vor. Ich bin ja sowas von nicht multitasking-fähig, aber was ich da ja mache, ist ja mehr als Multitasking. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich bin selbst von mir so begeistert. Ich nehme noch einen Schluck. Harald Hunter ist dabei. Oder heißt es Hunter? Ja, dass ich sage, Hunter. Ja. Der Hunter ist der. Der Roman Buchter schreibt, ja, auf der Intensivstation, zurzeit an der Front. Ja, genau. Bravo, Roman, auf dich. Bravo, Roman. Sehr zum Wohle. Da trinken wir drauf. Weltgeschichte. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das wird ja noch werden. Bei euch noch ordentlich. Aber wir hoffen das Beste. So, nein, Patrick, 3 dann leiser. Ich halte mich dann nicht zurück mit dem Spülen. Ich habe mich auch sehr zurückgehalten, aber von der Lautstärke beim Spielen. Ich tauche nicht aus, wie das muss ich ehrlich sagen. Aber bin ich von der Stimme so auch zu laut, wenn ich rede, oder nein, dann geht's, gell? Das passt. Okay. Der Thomas sagt wieder, der Klaus ist so laut. Naja, gut. Ja. Was haben wir da? Ja, der Benjamin Rüdener sagt auch, Roman Buchter, danke, großer Respekt, na unbedingt. Also die Achtel sind reingefahren. Ja. Der Harry Schneider-Fonte sagt, ich habe kein Geld und keine Wampen. Na, siehst du mal, Wampen hätte ich schon. Geld habe ich jetzt dann auch keins mehr. Ach so. Geld, jetzt wird es irgendwann eng werden, ja. Ja, der Peter Richtiger kann es erklären, wie man Wampen kriegt, ja. Ja, das glaube ich. Ja. Der Roman Luther ist auch dabei, ne? Das gefällt mir. Ja, super. Wie viele Leute haben wir jetzt? 51 kommen, na schau. 51 Zuseher. Na schau, besser ist nichts. Ja. Jetzt ist es besser, sagt der Tommy. Ja, jetzt ist es besser. Danke, Tommy, danke. ich habe da ein bisschen reguliert und ich versuche nämlich, dass ich mich da nicht zu laut mache, weil wenn ich natürlich rede über das Mikro und wenn ich spiele und ich bin es gewohnt, ich habe das so gelernt, in die 25 Jahre beim Heirigen, wenn wir gespielt haben. Ein Glas Z ist da, das wird doch nicht der Zaunerglas sein, wenn der Leihwand ist steht. Der hat nämlich probiert, das in YouTube letztes Mal einzusteigen. Zaunerglas, bist du das? Klaus Z, oute dich. Oute dich jetzt, trau dich. Das Solltest du sein, muss ich mich ganz herzlich auch bei dir bedanken, lieber Klaus. Auch eine kleine Unterstützung aufs Konto gekommen. Ja, mit seiner lieben Frau, mit der Christel, da haben wir bei seiner, also wenn es der ist jetzt, nicht, dass wir vom Falschen reden, gell? Ja. Wenn es der Herr Zauner ist. Ja. Der Benjamin Rüdinger sagt auch richtig, der passt halt jetzt zum Zauner, nämlich, weil auch Schlagzeuger, hätte man nicht so ins Feinkostgewölbe investiert, hätte man im Moment eventuell mehr finanzielle Reserven. Na, das ist natürlich richtig. Ja. Der Klaus Z, na herrlich. Ich bin's, ist der Zaunerer, ja. Herrlich, das gefällt mir total. Schlagwerker bei den Wiener Philharmonikern. Ja. Aber da muss ich normal immer aufstehen. Ja, aber da hast du wieder alles zusammen. Klasse. Und ich hoffe, die Christel ist auch dabei, das hätte mich gefreut. Jawohl. Was auch zuschaut, aber ich nehme an, weil was soll es sonst sein? Das muss man ist ja daheim. Ne? Wobei dieses daheim, was das Aussitzen, grundsätzlich habe ich ja die Ausbildung dafür, weil ich bin ja in der Schule sogar sitzen geblieben. Ne? Also daher, das Aussitzen kann ich, das schaffe ich. Ja. Der Motorrad-Blues war genial. Ich sagte, der Motor. Du meinst die
Den Den Moped-Star. Na schauen wir mal, aber das zu zweit wird es ein bisschen schwierig sein. Ja, zu zweit wird es schwierig, weil das da lande ich mir an, da zahlst du an nämlich. Das Ja. ist dein Dings, ja genau. Na, aber auf jeden Fall zum Zaunerklause, Patrick. Da haben wir ja ein paar Erlebnisse, an die wir uns noch erinnern können. Es gibt ja auch viele Erlebnisse mit Herrn Zauner, an die wir uns nicht erinnern können. Zu Recht. Okay, Unikum. Unikum. Der Klausi hat nämlich auch ein altes Grammophon daheim. Ja. Mit den Shellacks. Und das ist dann natürlich eine furchtbare Vernichtung, weil der kocht da immer auf und die Christel, seine Frau, die ist dann immer mir, die geht dann immer schlafen. Also, sie hält sich immer tapfer, bis wir dann sagen, Christel, kämpf nicht. Leg dich nieder. Ja, und dann meine sitzt daneben und sagt, ich hätte auch gern schlafen gehen. Und ich gesagt, du wartest jetzt da, jetzt da kommt Shellac, gell Patrick? Jawohl, der Klaus und ich, der Herr Zauner und der Herr Rutger stehen schon beim Klavier, wo das Grammophon steht und der eine nach der anderen und eine neue Nadel und der andere Nadel für Jawohl. die und also, Und herrlich. Die Shellacks, das hat so einen Reiz. Ja. Ja, absolut ein Reiz, das Ganze. Aber eigentlich waren sie ja da bei uns gewesen am 26. Ja, März, letzten Freitag hätten wir uns eigentlich gesagt, dass wir uns hier Richtig. treffen in diesem Hause hier. wir hätten ein Event Alle. gehabt. Haben wir auch Event gesagt. da mit haben wir auch sagen müssen, ja. leider, ja. Aber verschoben haben wir es, verschoben. Ich Ja, hoffe auf verschoben. bald. Auf jeden Ich Fall. hoffe, Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall freut es mich, dass dabei sind. Du, der Zonko sagt, vielleicht meint er das Video mit der KTM. Ah, das kann sein. Ich hab ja auf meinem YouTube-Kanal aufgeladen, quasi wie ich halt mit dem Motorrad fahre, jetzt nur, dass halt ein Bild da ist. Und ein Lied von mir. Die blaue Tinten auf Papier. Aber ich glaube, die bringen wir jetzt da so gar nicht zusammen. Gell? Ich mein, gar nicht, ja. Weiß ich nicht, Die muss ich schauen. Ausfahrt mit dem Zeisalwang, schreibt die Brigitte Scheurer. Das können wir machen. Servus Brigitte, das gehen wir machen. Ja, das geht Das sich machen aus, wir glaube jetzt. ich. Das machen wir. Aber vorher muss ich noch Ride Hard and Travel Gentle. Grüß euch aus dort drüben Brust und gerade ein Blech aufgerissen. Das Schneidwutz. Jawohl. Das, du ehrst uns mit deinem Besuch. Du bist ja illegaler. Der Patrick, ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Schneidwutz macht ja gerade, also Ride Hard and Travel Gentle. Ja. Möchte jetzt gleich darum bitten, dass der so nicht schon erfolgt, dass der YouTube-Kanal geliked wird. Der hat sich umgehauen nach Südamerika und fährt mit dem Motorrad von ganz unten bis ganz oben bis Alaska. Nur jetzt ist halt der Coronavirus dazwischen gekommen und jetzt hängt er ein bisschen fest. Ne? Aber Wo ist er denn gerade? Wo bist du denn gerade? bist du in Chile, glaube ich. Ich glaube In Chile? aber ich glaube, genau können wir es nicht sagen. Genau können wir es nicht sagen, weil nicht, dass die dann ausgeben dort aus dem Nest. Aber ich habe schon gesagt, du, wann was ist, die Brennraumgemeinde, und wer es nicht weiß, das ist sozusagen eine Motorradgruppe rund um Zonkos Welt TV, also kein Club oder was, sondern halt eine, eigentlich mittlerweile möchte ich fast schon sagen, eine Freundesrunde, mit der wir auf Facebook unterwegs sind. Und wann der Schneidwutz dort Probleme bekäme, na, da täten wir alle umfahren und täten ihn rausboxen. Da bin ich sicher. Ja, da bin ich sicher. Der Weltreisende ist ein Schneid. Ja, genau, so schaut's aus. Schneidwutz, wie läuft es in der Quarantäne? Immer noch als Musiklehrer getan. Ja, das ist nämlich das Leibwand. Weil er hätte aussehen müssen. Ne? Der hätte aussehen müssen als Ausländer. Ne? Der fährt ja dort mit Salzburger Kennzeichen oder Oberösterreich. Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Mit dem Oberösterreich-Kennzeichen, glaube ich, gell? Ja. So, Ischgl war noch besser jetzt. Ja, ich stehe mal los. Nein. Da schaut er. Ah, scheiße, ich bin in Vicuña, im Elkital. Ja, da gibt es einen Wein. Dort gibt es einen Wein und damit hast du schon gewonnen. Ja, aber auf jeden Fall, er hätte, glaube ich, aussehen müssen. Und, naja, und jetzt haben wir die dort die sind als Gitarrenlehrer für die Kinder quasi dort behalten. Ja. Sehr gut, das gefällt mir. Absolut leibend, absolut leibend. Absolut super. Aber das gefällt dir, dass du dabei bist. Aber ja, Diese Ohrstöpsel und dann Wände, bist du deppert. du, was soll ich sagen? Bei mir druckt es auf, bei mir wird mein Gehirn zerquetscht. In dem Ganzen. Ich habe das früher, ich habe die, was? Salzburg-Land-Kennzeichen. Jawohl, das wollte ich wissen. Ja, das habe ich jetzt verdaut. Ach so. Ja. Da schau her, die Dunja macht Anbot, die liegen mit Geburtstagswein. Pass auf, Patrick, jetzt spielen wir noch ein Geburtstagslied
Du, jetzt ist der Ton auf einmal sehr schlecht geworden bei dir. Ja, macht ja nichts, lass ihn besser werden. Jetzt ist er wieder gut. Okay. Na, schau. Du, machen wir für die Dunja jetzt nachträglich ein Geburtstagsständchen. Oder? Ja klar, das muss sein. Zugeschaut haben wir nicht am Freitag. Und seid so lieb, haut eine für die Dunja. Weil die Dunja und der Michel, ihr Mann, ihr zukünftiger Mann, muss man sagen, die ist ja auch verschoben, die Hochzeit nehme ich an. Ne? Die wird auch verschoben sein wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, die sind auch ganz leibende Freund und super Förderer. Und ja. Schau her, ja, dann machen wir das. Und dann ist Spummel, Red Hard and Travel Gentle. Spummel war mein Lieblingslied. Na, vorher haben wir noch die Landpartie von der Frau Scheuer. Genau. Jetzt machen wir mal ein Geburtstagslied, dann machen wir die Landpartie und dann machen wir Spummel. Ich würde sagen 2 Strophen. Ne? 2 Strophen Bummel reichen. Für den Schneidwutz und für die Susi. Ich glaube für die Susi auch, weil die hat das auch wollen. Oder der Thomas. Aber ja, das machen wir so. Genau. Sind wir einen Schluck Patrick auffassen, Mikrofon einrichten, Soundcheck, auf den wird schießen natürlich. Und dann so. Die Landpartie. Spielen wir ein Geburtstagsding. Die Landpartie ist in C, ganz einfach. Die sind C. Und da 4 Statuen, nicht? Ja. Ich fange mit Du Patrick, achso, nein, jetzt hört er schon nichts mehr. Ich höre das bereits nicht mehr, gell? Ja, das habe ich. Dass du nicht hörst, habe ich gesehen. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, 3-mal hoch. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, 3-mal hoch. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Dunja, zum Geburtstag viel Glück. Jawohl, für die Dunja. Moment, ich muss wieder die Kopfhörer rein, zumindest das ist super. Du Patrick, aber einen kleinen Tipp, wenn du das andere, das wo nicht das Mikrofon drauf hängt, wenn du es vielleicht vorne oben hängen lassen kannst oder nur beim kurz einhängen, dann kannst du immer zumindest einmal kurz reinhören. Weißt du, was ich meine? Nein, das bringt mir nichts. Du bist so weit hinten nach, das nutzt Nein, nicht beim Spülen, aber so dazwischen. Dann brauchst du dazwischen nicht immer beide Dinge. Weil das hängst quasi so beim Gurt irgendwo rein und das andere klippst ein und dann kannst du dazwischen einmal so reinholen. Ja, schau einmal. Also, Michael, ja, der sagt auch, jawohl. Dunja, großartig. Alles Liebe. Dickes Busel, ich freue mich schon. Naja, das glaube ich. Ich freue mich schon wieder, wenn die ganze Quarantäne vorbei ist, dann kann ich der Dunja nämlich original persönlich ein Puzzle geben. Und im Beisein von Michael, ihrem Mann. So mache ich das. Ja, so machen wir das. Reise mir nur eins auf, ist ja gerade 15 Uhr. Ah ja, na klar, in Südamerika dort, wo du bist. Das mit den Hochzeiten wird heuer nur halbwegs Chance. Auch das, ja, aus Musikersicht, na klar, das ist alles weg. Benni, das ist alles da mit der Musikbranche überhaupt. Aber das können wir nachher noch erzählen. Mit der Musikbranche wird so einiges passieren. Na, was sagst du, ist ja nicht schlecht, Patrick. Und beim Spülen kannst du es raus-tun, ne? Ja, da kann ich da oben hängen lassen. Zum Beispiel, ja. Oder hängst du in den Gurt rein, oder was so. Fuhren da rein. Weißt, oder hängst du da so vorne in den Gurt rein? Naja, da kannst du nichts einhängen. Das ist da kann ich nur da durchfadeln. So, nein, nicht fadeln. Nein, nicht fadeln. Da ist nichts zum Einhängen. Du nicht fadeln. Also. So, die Landpartie mit Seisalbung ist auch gesagt, ne? Jawohl, dann machen wir es doch. Machen wir. In C hast du gesagt, ja, in C. Ich glaube, in C hat er gesagt, ne? Ja, hoffen wir es. Wird schon stimmen. Was und lustig in früheren Jahren sind wir am Sonntag aufs Hahnwasser gefahren. Kein Rad und Töff und kein Geschenk und Benzin, kein Mensch und kein Viech am Main. Am Seisen am Bord ganze Bande beieinander. Zum Essen haben sie mit für den Kriegsproviant. Zum Anflug haben sie racht den Ofen der Stunde. Gesamt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hase und die Frau, dann der Krähen und der Blau.
Jojo dabei, Kinderschlucker, Zähne klein, der Friseurke von Brigitte hängt am Trittbrett ihrer Schnitt. Am Bock mit der Riesenlos sitzt vorn der Hofmusikant. Er tut auf sein Posthändel bloß ein Lied, das jedem bekannt. Jo, war da, und so Dollar und Domino, ein Schuldenschein, ja, weit, da gibt's eine Garde und Domino, da wird's gemütlich sein. Da gibt's eine Garde und Domino, da wird's gemütlich sein. Jawohl, na aber bitte, du. So schaut's aus und nicht Andreas. Ein Wahnsinn, ja. Da ist ja er, Wahnsinn. der Günther sagt es richtig. Ein Wahnsinn, wie das Die leben einander. Ganz genau. Ein Wahnsinn. Und die Achtel fallen rein. Herrlich, die Achtel fallen rein. Und das ist natürlich ein Grund, einen Schluck zu nehmen, meine Herrschaften. Weil es wird ja nicht besser sonst. Ja. Das ist richtig. Ich muss ein Wasser annehmen. Habe ich gerade keins dabei. Aber ja, du zur Musikbranche, ne? Das ist jetzt eine Sache, was zum Beispiel jetzt dann viele nicht bedenken, ist halt das wird sich komplett ummodeln. Da bin ich überzeugt, weil natürlich die ersten, die runtergefahren sind, waren die Veranstaltungen, die Musik. Es wird ja das letzte sein, was dann wieder hochfahren wird. Und ja, der Schneidwut reit hart am Treibelschädel, sagt Liter für die Musik, da muss ich sofort passenderweise ganz kapitalistisch einblenden, wieder die PayPal-Adresse. Und ja. Was denn? Aber wie gesagt, ihr habt auch die Links auf der Homepage oder in der Beschreibung. Ja, gut, wieder raus. Ja, es ist ja so, das wird sich natürlich ändern müssen, diese ganze Geschichte, weil man darf natürlich nicht vergessen, die Veranstaltungen, die ausfallen, die bringen ja in vielerlei Hinsicht viel Geld, nämlich auch der AKM, die uns wiederum dann jemand auszahlen. Und der Patrick hat das letztens erst gesagt zu mir, ein Helene Fischer Konzert. Wenn das ausfällt, entgeht der AKM ein sechsstelliger Betrag. Fünfstelliger Betrag oder was? Ja. Sechsstelliger Betrag. Rock am Ring, die Donauinselfest, was weiß ich, ich meine, gut, das wird verschoben, aber alle diese Dinge, das heißt, diese ganze Tantiemen-Geschichte wird natürlich einbrechen die nächsten paar Jahre. Noch dazu, wenn wir nicht selber nicht spielen jetzt. Ne? Das zahlt sich alles und wie gesagt, diese anderen Sachen zahlen sich dann über Jahre wahrscheinlich. Das zahlt sich über Jahre, weil auch wenn dann wieder gespielt wird, sie werden einfach nicht mehr viel auszahlen können, weil eben gar kein Geld mehr da ist. Ne? Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der da mitspielt. Nicht jetzt, wie soll ich sagen, das meine ich jetzt gar nicht so ranzerweise, dass es ist gut, wenn sich das ändert. Das ist halt so, es ist wie ein reinigendes Gewitter. Es kommt nur ein bisschen gar und es kommt wahrscheinlich ein bisschen unkoordiniert, aber die Musikbranche als Ganzes, glaube ich, dass sich das einfach wirklich ändern wird. Das wird sich ändern und es wird anders weitergehen und es wird aber Glas werden wieder. Ich bin überzeugt davon. Auf jeden Fall. Ich sehe das wirklich entspannt, das muss ich ehrlich gestehen, ja. Ja, also, ich meine entspannt, relativ entspannt natürlich, weil es hängt schon unsere finanzielle Existenz ab, aber andererseits auch wiederum, wie soll ich sagen, ja, Geld ist nicht alles, natürlich, ja, das Notwendige muss da sein und früher ist uns darum gegangen, dass wir ein bisschen mehr kriegen, was geht, ne, dass man Luxus hat. Jetzt geht es uns darum, dass wir überleben und da sind wir schon drauf gekommen, das Überleben, also mit Überleben meine ich jetzt schon ein Überleben, wo es ein bisschen halbwegs passt, sind wir drauf gekommen, da brauchst du wiederum gar nicht so viel. Und ja, also irgendwie stehen wir das schon durch. Aber der Punkt ist der, dass sich die Musikbranche, wie es war, also auch wenn das alles wieder normal wird, also sprich,
wir können alle wieder auf die Straße, es wird alles wieder in Ordnung sein. Es ist vorbei und nicht nur die Musikbranche, alles andere auch. Ich glaube, das wird einfach nicht mehr normal sein. Ne? Aber es wird eine neue, so wie du sagst, Patrick, eine neue Normalität kommen. Ja, genau. Und die können wir jetzt wieder aufbauen. Ich hoffe, das haut gut hin. So, pass auf, der Thomas sagt, Thomas Bastlecke, spielt bitte die Engel in Wien für die Fangemeinde aus Buchbach. Na, das machen wir. Na, unbedingt. Jawohl. Machen wir die Engel. Ja, na warte, Und nachher gleich drauf ist Bummel. Bummel, ja. Der Günther Erich Rusel wollte sich nicht umbenennen, die siamesischen Wiener Blues Brothers. Ja. Was? Das ist halt 25 Jahre zusammengespielt, weißt du? Ja, das stimmt, ja. Das ist so. Das stimmt, hat der Zonko vorhin geschrieben, nicht? Meisterklasse der Fernsynchronisation. Zonko, ja, danke dir für das Lob. Es ist ja wirklich, Danke. aber das geht schon, wenn der Patrick feiert und wie gesagt, 25 Jahre, da können wir uns schon ein bisschen trinken. Aber es ist eine Konzentrationsgeschichte. Es ist was, Ja, also, absolut. ich bin ja total gespannt, wie das sein wird, Patrick, wenn Wann wir wir mal dann wieder wieder zusammensitzen Ja, und ja. spielen. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Absolut. Ich werde in Gatsch greifen, weil ich gar nicht mehr gewohnt bin, dass ich die her. Weißt du? Patrick, zuerst. Ich spiele immer nur für mich jetzt. Weißt du? Zuerst, wenn wir uns wieder sehen, Patrick, persönlich, bevor wir einen Ton spielen, haken wir uns einmal um. Ja? Ja, So dann nehmen fängt's wir ja auch Achtel. Ja, das kannst du mal annehmen. Ja. Genauso, das werden wir machen. Das machen wir. Ja, schau, der Benny sagt, viele Menschen werden unter Umständen auch gar nicht die Kohle haben für Kultur. Quasi als Folge der Stelle wieder klar, das kommt auch noch dazu, nicht sicher. Die Firmen, die Genau. pleite gingen. Nicht? Muss ja denken, Genau. jetzt die Heurige, die kleinen Wirtshäuser, wo man spielt, die kleinen Heurigen. Ich muss schauen, ob überhaupt alle wieder noch da sind, wenn wir wieder rauskommen aus der Höhle. Aber ich sage euch was, wir trinken jetzt alle mal drauf, dass das alles ist, wie soll ich sagen, bestmöglich leibend anlaufen wird und wir uns alle unterstützen werden, wenn es ein bisschen Arsch ist und dann bauen wir wieder auf. Genau Sind so wir ist dabei. es. Genauso sehe ich das auch, ja. Auf das Absolut. trinken wir. Patrick, hol aus den Gin Tonic. Auf das Ich trinken hab wir. nichts mehr. Hast du schon ausgetrunken? Ich brauch, das erste ist schon weg, sie machen. Das ist. Der Harry schneller Foto sagt, live spielt sie sicher zeitversetzt. Ja, in Zukunft ja. Das ist, Ey, der Fuchs. Patrick, schau, dass du was zum Trinken kriegst. Die Lisi soll sich ich, weiß kümmern. nicht, ich weiß nicht, wo die Kellnerin ist heute. Ich weiß nicht. Ja, bitte, Ja, haut's einmal eine Rose hoch. Vielleicht ist die schon schlafen gegangen. Für die Nein, Lisi. sie kommt bereits. Nein. Haut's eine für die Lisi, weil die Lisi ist die letzte Versorgungsstelle für den Patrick, dass er überhaupt noch was zum Trinken hat. Und damit man auf Dass den ich überhaupt was zum Wiederaufbau. Trinken kriege jetzt da, ja? Ja. Da haut's eine die Achteln. Für die Lisi. Ja, sie kommt schon. Der Matthias Mariacher sagt, Prost Lisi, auf da den kommen die Wiederaufbau. ganzen Achteln kommen Jawohl. jetzt nur für dich. So ist es. Danke dir. Das, so geöffnet, das Flascherl. Angebottelt bereits gebracht. Na, ist das Ja, was? Wahnsinn. Danke. Ein Wahnsinn. Na bitte, der Reit hat den Treble Gentle. Hey Burschen, jetzt hol wir noch eine angeraucht und sitzt bei 30 Grad in der Hitze. Prost beieinander. Ein Wahnsinn. So, ein Schluckerl. So, machen wir. Was sagt der Erik? Ihr seid wirklich gut, nicht böse sein, wie der Fendrich IMV Austria gespielt hat, war ein Bruchteil von eurer Kraft. Ja, das ist sehr großes Lob. Günther Erich Russell, ich danke dir. Großes Lob. Ui. Peter Rosenthal, in Wien gibt es manch winziges Gassel. Peter Rosenthal, das habe ich schon Ja, auf ich noch nicht Facebook gespielt, die gesehen. Nummer. Wir kennen es noch nicht. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesehen auf Facebook, ich wollte da schon mal antworten und ich sage, leider, wir haben es noch nicht im Repertoire und jetzt kommen wir halt gerade nicht zusammen. Also wenn du nicht best bist, wir halten es im Hinterkopf, irgendwann werden wir das hinbringen, aber da will leider noch nicht. Ja. Nehmen wir einen Schluckerl, Ja. lieber. Ich hab wieder was. Bravo, auf den Patrick. Ich habe fast ein Bravo. Kupferl drauf gemacht. Bravo. Jetzt. Und auf wieder. Ne? Auf euer Wohl. Du, Auf setz dein am Wohl, lieber Klaus, ja. Auf deins, lieber Patrick, setz am Wohl. Ah, das geht. Ein Gin Tonic. Köstlich. Ein Gin Tonic. Marco Cinelli hat auch die Achtel rein. Na super. Der Fritz hat die Kinder meines Nachbarn haben einen Regenbogen an die Scheibe gemalt und drauf geschrieben, wird alles gut.
Ja, schau. Nein, es ist das Schön. Positive, Ja, muss überwiegen. Sonst können wir uns ja gleich aufhängen. Das kann es jetzt eh. Ein Leben ohne Gin ist sinnlos, sagt White Hart and Dremel Schenker. Ja. Ein Leben ohne Gin ist möglich, aber sinnlos, wie ich immer es sage. Es ist möglich, aber na gut. Und wenn der letzte Strohhalm in einen Gin Tonic steckt, ist eigentlich ganz okay. Aber ja, na, bei dir mache ich was mit. So, na pass auf, jetzt spielen wir also für den Schneidwutz und für die Susanne Boom, glaube ich, haben wir gesagt. Und für Buchberg am Schneeberg, der Tommy da die Engel machen wir jetzt, ne? Die Engel und dann ist Bummel gleich drauf. Dann ist Bummel. Gut. Eine Strophe Engel und Eine Strophe Engel. Eine Strophe. Eine Strophe, ja. Moment. Ich fange an, ja? Jawohl. Was ist denn nicht nur los? Was ist denn nicht nur geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38 kW. Ein Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heute kommen Bengel auf Urlaub nach Wien. Den wird man's Haus, drum ums Meer statt zu gehen. Hört dann die Schrammen und singen dazu. Weil und beim Wendel, die kriegen gar nicht genug. Hinter am Bahn steht der Amor und lacht. Fühl ihr der Rauschen in Wehret auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wer er leid, wer er freit, da liegt was drin. Zwei große Bullen, die schupfen Kreuze. Ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Büchlein hat er in seinem Handel, spielt mit und ist gleich in der Hand. So hat es mit dem Bub begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Bomben, einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Bomben, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden, zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, und später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, weil es fällt mir über die Nacht. Glück im Unglück nennt man das. Einer hat immer das Bomben. Einer muss immer verlieren. Ja, weil ich hab mein Leben lang das Bomben. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ich glaube, es spielt weiter. Nein. Ein Stiefkind bin. Großartig. Patrick, eine Welt. Patrick, absolut Hallo. Welt. Super. Schau, Ja. Ja, schau. Das Schneidwutz. Das Schneidwutz. Ist ein Blindflug sondergleichen beim Achistich. No, und jetzt wollen nämlich ein paar Tonaussetzer für mich da irgendwie da. Jetzt habe ich das ja gleich. Aber wir haben das schon irgendwie hingebracht. Voll gut, starke, ich stehe unter der Palme und bin trotzdem heimatnah.
Das ist natürlich Schön, schön, schön. absolut fantastisch, sagt mein Bruderherz. Danke schön. Lieber Daddy, alle live singen, das Lied hat meine Mama immer gesungen. Feiermotto. Feiermotto, wir werden uns wieder live sehen. Irgendwann sind wir live. Alle Ja, miteinander. sowieso. Ja. Was haben wir da noch? Danke, 16er Pur Marco Cinelli. Ihr macht uns das daheim bleiben ein bisschen schöner. Na, das gefällt mir, was ich sage. Das ist schön. Ja. Der Peter Rosenthal, wenn es gut geht, ist er im Juni in Wien. Naja, wenn es gut geht. Der Juni ist wieder eine enge Geschichte. Aber das winzige Gassel, wir werden uns das Ja, genau. irgendwann reinziehen. Wir können ja nicht einmal proben. Nicht? Das ist ja da. Der Klaus Z schreibt Gin Boom. Ja. Mit Gin Boom. Ein Ich hoffe, du Schlagzeuger trinkst war's. auch was. Ein Ich hoffe, die Schlagzeuger. Christel jetzt ja doch eine Flasche Ja, Wein sicher. aufgemacht haben, vermute ich doch Ja, nicht. sicher. Na bitte, das muss man jetzt dazu sagen. Der Klaus Z hat mich, also Klaus Z, jetzt haben wir dir schon längst verraten, dass du Zahn hast. Scheiße, du wolltest anonym bleiben, gell? Naja, zu spät. Ja. Zu spät. Aber pass auf, der hat, naja, wie soll ich sagen, eigentlich, also es war so, ich hab besessen in meiner alten Wohnung in Otterkring so einen alten Schaffnersessel, also zwei. Eine gute Geschichte. Ja, Gut so Schaffnersessel. Echte, nicht? So mit Leder noch. Und bei dem einen ist oben noch das umgestanden, noch dieses Messingtafel von der alten Tramway, versehrten Sitz. Weltgeschichte. Und bei einer habe ich eingebaut, und, also das habe ich geerbt eigentlich, die Geschichte, habe ich eingebaut, eine Glocken, die alte Tramway-Glocken, ne? Die Ding, Ding, ne? Diese richtige, leimende, ja. Und auf jeden Fall bin Die ich dann alte halt, 46er Glocken. richtig, vom 46er. Nein, die Glocken waren nicht vom Bin 46er. Die war von einem anderen. Aber ist ja wurscht, aber diese alte Tramway-Glocken. Ja, schau, der Heid hat den Trevel Schädel, kriegt schon langsam ein Spitzel zusammen. Naja, willkommen im Club. Ja, auf jeden Fall habe ich, also, ja, bin ich dann umgezogen und so weiter und so fort. Und habe gesagt, erst Klause, und der ist ja auch so ein Straßenbahn-Fan. Und habe ich gesagt, du, ich habe keinen Platz und ich will es nicht da nicht haben und nichts. Kannst du es da bei dir unterbringen, nicht? Na gut. So, jetzt sind sie bei ihm. Und dann war irgendwann, ich weiß nicht wann, das war vor 3, 4, 5 Jahren, keine Ahnung, das Neujahrskonzert, wo das war ein Klaus Z, das ist schon welcher Komponist das war. Ich glaube, der Nordische war das, der Schwede oder der Norweger oder was der war. Und der hat einen... Däne. Ein Däne. Ja. Ein Jewong-Glocken, sagt der Thomas. Ja, genau. Vom Jewong, das kann sein, ja. Und da hat der so einen Eisenbahnwalzer vom Strauß ausgegraben. Und da hat er Glocken drauf. Eisenbahndampfgalopp. Der Patrick weiß das. Eisenbahndampfgalopp. Und da hat er gefragt, der Zahner, nicht? Hat mich gefragt, darf ich die Glocken ausbauen? Na bitte, war die in aller Schönheit, also rostig wie es war, und ich glaube sogar der Lurch ist noch drauf gehängt, der Original Lurch. Groß im Bild, im Neujahrskonzert, und er hat bing, bing, bing. Ja, ein Wahnsinn. Wer sich das anschauen will, es gibt auf YouTube das Video. Einfach Wirklich? eingeben Eisenbahndampfgalopp, Neujahrskonzert Wiener Philharmoniker. Da kommt es mit der Glocken mit dem Hammerl. Echt? Ganz Wirklich? groß im Bild. Wirklich Ja. wahr? Wirklich wahr? Gibt's, ja. Na Gibt's. bitte. Eigenes Video, 4 Minuten oder was dauert. Ja, Patrick, gibt's. den Link musst du rausholen. Den musst du rausholen und teilen nachher dann auf Facebook. Das oder muss wo. ich auf Facebook, ich teile Ja. das morgen auf Facebook, ja. Das ist mein Glocken. Mein Glocken Der ist das. Eisenbahndampfgalopp, Neujahrskonzert Wiener Philharmoniker auf YouTube eingeben, man find's. Ja, Ist nämlich, nein. das Stickel ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, nein, es ist ein schöner Walzer das, oder Polka, oder ich glaube ein Walzer ist es aber, nicht? Ein Galopp. Ein Galopp, hast du gesagt. Ein Galopp. Hören Sie mir zu, Herr Ja, Kollege. naja, warum soll ich jetzt anfangen damit, nicht? Ja, ganz ehrlich. Nein, aber der Punkt ist der, mein Glocken war original im Neujahrskonzert zu sehen. Nicht? Weil, ja, und mittlerweile ist es so, Bildschirmfüllend. ja, und mittlerweile ist es so, dass ich gesagt habe, halte die Sessel, ich habe keinen Platz, leider. Und die Glocke habe ich gesagt, streng genommen gehört noch mir, aber ich glaube, das kann ich auch vergessen. Das wird auch, naja, was soll man machen. Der Marco Cinelli ist mit 2 Deppen sitzen mit 2 Tablets vorm Fernseher.
Das ist gut, ja. Ja, ja das kenne ich, ja. Das ist halt, das haben wir, ja. Also kenne ich nicht. Also meine Eltern schauen das zum Beispiel, das YouTube über den Fernseher. Hm? In groß, das und Ja. sehen, weißt und hören. Ich kann das auch jetzt. Ja. Ich hab auch bei meinem Fernseher geht das. Manchmal. Ich bin ja technischer Koffer. Es ist ja wirklich. Aber Patrick, Nein, jetzt du noch bist einmal, nicht. jetzt möchte ich das aber nochmal festhalten. Na bitte. Ich meine, gut, der erste Einsatz Solo von Patrick war mit Problemen behaftet, aber tadellos überstanden. Große. Ja, und der zweite, das ja, Hollywood kann, was der was, ne? Boden. Also, ich finde, das war grandios. Der Red Hamilton, also möchte ich nochmal gesagt haben. Mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, mir hat es wirklich hat Spaß gemacht. Sobald die Technik im Griff ist alles leibend, weil der Rest ist ja sowieso unser Job, sag ich immer. Das ist ja leibend. Ja, es geht Mit der Technik. Also die Technik. ich bin ja mehr der Live-Techniker. Ne? Das stimmt. Also eins muss ich sagen, und mir kommt wirklich nicht oft der Lob über den Patrick über die Lippen. Muss ich ehrlich sagen, weil Nein. so was, ich meine, wir sind 25 Jahre beieinander, da brauchen wir nicht mehr herunter. Aber eins ist so, bei den Live-Konzerten, egal, also oft gibt es sehr gute Tontechniker, oft gibt es gar keine Tontechniker, oft gibt es Was Besseres gab es keinen. was Besseres, glaube ich. Aber jetzt nichts gegen Tontechnik. Also es gibt, Nein, die meisten sind im Leiber. Gegenteil, Mann. Da gibt es nichts. Ja. Aber der Punkt ist, oder oft ist es halt so, dass jemand die Tontechnik übernimmt, der eigentlich keine Ahnung hat. Und egal was man Hausmeister und so. Ne? Ja. Schulwart. So, Und da sage ich immer, geh los einmal den Patrick zu. Und ich schwöre euch, der Patrick jetzt, wurscht bei was, zu einem Mischpult hin, dreht ein bisschen herum, schaut dabei ein bisschen komisch aus, aber nach 5 Minuten... Braucht genau 1 passt Minuten es. meistens. Ja, nein, na wirklich, das muss ich echt sagen. Also live war immer, ich habe gesagt, bitte lasst den Patrick zu. Wenn wir wo bei Freunden waren oder wo die gespielt haben und irgendwo haben wir jetzt herum da habe ich gesagt, und das hat pfiffen und alles war zu leise, Ja, zu laut das und alles. dauert schon 10 Minuten. Das geht noch immer nicht. Dann denkt man, lasst es mir einmal hin, bitte. Da sage ich immer, und es ist immer wirklich so, Patrick regelt das immer. Das muss ich echt sagen. So, Cowbell, die Welt braucht mehr Cowbell. Sagt er, ja, Glocken halt. Ja. Absolut richtig. Absolut richtig. Patrick, spielen wir was mit der Steirischen? Ja, machen wir doch. Nicht, Ja. ja. Muss ich da umgeschieren alles. Na, warte ein bisschen, Moment. So. Der Thomas Faber sagt, das sollte jetzt im ORF auftreten. Thomas, das ist sehr lieb von dir. Leider ist der ORF dazu nicht das richtige Medium, weil scheinbar, weiß ich nicht warum, das muss den ORF fragen. Ja, der Michael Karel sagt richtig, für das hast du technisch aber schon einiges gemeistert. Muss ich sagen, der Patrick hat sich da, also das war leibend. Und ich beschäftige mich jetzt wieder damit, aus Not gedrungen und darum, ja. Ich habe ein paar Mal österreichische Musik erklärt, Ich so bin in schon eure wieder Videos zeige ich gerne als Beispiel her. Reit Hart und Trevor Jekyll, das ist natürlich eine Welt. Danke dir. Über das erzähle ich nachher noch eine Geschichte. Ja. Der Benjamin Hürdener, ja, leider oft mehr Fluch als Segen, die Tontechnik ist drin. Aber viele gibt es auch die großartige Arbeit. Also ich muss sagen, ein Drittel, wenn wir auswärtige oder externe Tontechniker haben, ein Drittel davon sind absolut Weltklasse. und der Rest teilt sich auf zwischen wirklich vollkommen unfähig und ich weiß nicht, wo der überhaupt herkommt, bis du was sagst, na passt. Muss man ehrlich so sagen, das ist einfach die Erfahrung. Ja. Ich kann es nicht besser, ich kann es gar nicht. Der Patrick kann es gut. Ja. So, Patrick, steirisch, was machen wir denn? Da weiß ich jetzt nicht, wie ich das Mikrofon da herfallen soll. Ja, leg's hin, wo. Ja, ich leg's einfach da her. Leg's hin, das passt schon. Was spielen wir? Was hören wir? So, jetzt machen wir natürlich ein Stückchen für den Klaus, warte, ich hole noch ein bisschen mit. Ich lasse das einfach da daneben am Schreibtisch Ja, liegen. ich wollte dich fragen, was wir hören jetzt. Ja, was wir hören. Und sagen wir Machen wir in Klausi seiner, nicht? Wo gehen wir? die Vollgas, Tonart sagen wir, oder? Tonart. Bitte? Die Tonart sollst du mal sagen. Also, in G. Gustav. G wie G. Ja, das kann ich. Gustav kann Ja, ich. passt. Ich merke mal, wie die Ready? Tonarten.
Jawohl. Jawohl. Ausgezeichnet. Ein Glas ist einer. Der Alois Meier sagt, das sehr schöne Jamnik-Ziech. Naja, der Alois Ja, geht ja schon aus. 15 Jahre alt. Ja. Dinkelschrotmühle, nicht? Kann man auch sagen. Die denke ich schon. Aber du hast du nicht ein Spiel gar, eine steirische? Na, das ist selbstverständlich. Eigentlich. Nein. Klar. Die Rahm außer, die Rahm außer. Die brauche ich nicht auszurammen. Die steht alles bin umgeben von meinen Lieblingen. Na, aber die ist Arsch gestimmt, gell? BSAs oder was ist die? CFB. Also CFB, okay, ja. Kann ich auch mitspielen. CFB. Geht bei den anderen auch mitspielen, aber es ist halt, ja. Über Cis-Fis H da. Ja, das für ein Arsch, die Harmonika. Cis-Fis Erst H. apropos, geht schon die Kleine, hast du die Kleine schon hergekriegt? Nein, das geht nicht so Ja. einfach. Da brauche ich zwei Dinge, die ich hier nicht zu Hause habe, die in Luxemburg sind. Natürlich beim Ernstl. Im Spiel gesagt. Na geh, ich wollte jetzt den Song Ich, Freude machen. ich brauche einen Draht, weißt du? Ein Draht, na gut, nur Draht. Das ist angebrochen innen. Ne? Ja, habt's keinen Draht Naja, im Lagerhaus ein Draht? Im Lagerhaus gibt es keinen Draht momentan. Wieso nicht? Na, weil das nicht verkauft werden darf. Es darf momentan nur Lebensmittel Ach so. und Getreide, glaube ich, und Saatgut. Der Ja, verkauft ja. nicht, aber ein Bohrer oder ein BU-Schaum oder nichts. Das ist blöd, ne? Ja, mit einem Saatgut kannst du die Harmonika nicht herrichten, das ist klar, ne? Weil der Red Genau. Hot Travel Channel spielt eure Lieblingsnummer. Weil da gibt es so viel. Da gibt es viele Lieblingsnummern. Was ist das? Da kommt schon wieder. Ja, du- Entschuldigt, meine Regisseurin kommt. Was, bitte, Was ja? ist- Brauchen Sie noch einen Gin vielleicht? Oder? Nein, das ist alles gut. Ja. Was willst du? Was willst du? Nein, ich sollte nur nachschauen, wo ich noch nicht zu viel trinke. Achso, ja, da brauchst du nicht schauen. Also, Da brauchst du das nicht schauen. Glasl ist immer noch voll. Da musst du nur YouTube aufdrehen, da siehst du alles. Du, pass auf, nein, aber da fragt er nochmal. Habt ihr eine Nummer, die euch besonders viel Spaß macht? Puh, ja. viel. Ja, Da haben wir schon ein paar gespielt heute, ja, gleich. ja. Die Dunja sagt natürlich, ja, bei der Contra-Gitarre, meinst, da bringt natürlich der Capo nichts, der Capo Taster. Also das, ja. Nein, der bringt er wenig. Ich meine, man kennt ja dem theoretisch, es ist eine eigene Wissenschaft. Aber, Patrick, was spielen wir gern? Gebur mir doch dein Gesicht, ich möchte heute fest sein. Puh, das ist schwierig, die Nummer. Das ist Weil sehr da war ich schwer. mir auf die zu. Das Das ist sehr schwer. ist schwach. Du spielst das und ich lasse mich hin. Wir können es nicht anders machen. Puh, okay. Puh. Da, 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 da. Na, das ist alles noch kein Problem, ja. Ja, beim Rest, na, du musst halt denken, ich sing. Und hoffen, dass es wirklich so ist. Hey, probieren wir es einfach. Probieren wir's. Wenn nicht, lass es unbemerkt aufhören und du spielst weiter. Ja, sicher, wir schaffen das schon irgendwie. Aber das spiele ich ganz gern. Was Ja, sagt das ist eine super Nummer, ja. der Fritz Startgus hat er gemeint, der Läusel. Ja, das geht mir zusammenbringen. Silberne Kandel von Michael Karel, ja. Nein, das wird schwierig über die Kantel, ist auch ein bisschen. Das ist schwer, weil da Weil, viel da weil ich eine andere Stimme spiele. Ich spiele nicht die Melodiestimme. Ich spiele eine Mischung aus Melodie und Schrammel. Ja. Quartettstimme und Filz eine und so. Das ist natürlich schwierig Das stimmt. Du Patrick, bei den Nummern, weil die alle arrangiert sind für mich. Ne? So. Ja. Du Patrick, der Wie alle- Joe Walkaway, der fragt,
ob du mit der schwarzen Schrammharmonika hinter dir mal spielen kannst. Nein, die ist verstimmt, das haben wir eh schon gehabt. Die ist leider nur mehr ein Anschauungsstück eigentlich. Die klingt nicht sehr schön mehr. Ja. Aber ich kann natürlich was drauf für euch vorspielen, das ist kein Problem. Stellt mir der Rosenstall ist auch noch im Thema Red Hot Rebel Schädel. Ja, mein Burschen, dann stoßen wir halt an. Warte, die muss man erst nachschenken. Warte, Patrick, die muss man erst nachschenken. Okay, probieren wir das. Ja, da magst du sehen mit diesem Lauf da, ne? Magst du das? Nicht mit dem, G, ja, genau. G vermindert, sondern mit dem Ich mache G, Gis vermindert. Gis vermindert, genau. Ja, da kenne ich mich schon aus, glaube ich. Ja, gut, Alright, dann schauen wir ich bin mal. bereit, ich bin Ja. bereit. Geht's? Ja. Geborgen mir da der Gesicht, ich möchte halt fesch sein. Nicht wie ein altes Semme, sondern resch sein. Ich hab halt noch ein Rendezvous. Da brauchen die Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein auch resch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Tadellos, Patrick, tadellos. War gar nicht so daneben. Ich mein, Aber ist ja ein Luder. Das ist ein Luder, ja klar. Weil du spielst natürlich, weil das ist natürlich ein rhythmisches Lied, ein stark rhythmisches. Und da natürlich klar, nicht? Wer macht den Rhythmus? Da gehen noch ganz Gitarre, andere nicht? Sachen ein. Ja. Aber pass auf, das macht nichts. Das macht nichts. Was machen wir, Patrick? Was machen wir? Meine Mutter, aber Wernerin ist da noch angesagt, stellt mir eine Rose in den Stall. Machen wir jetzt meine Rose in den Stall. Ja, machen wir. Ja. F durch, gell? F wie Vater. F wie Vater, jawohl. Stellt eine Rose in den Stall, bald kriegst du am letzten Mal eine Sacke Hoden und daheim. Dann hängst du das Geschirr an der Wand, bald kriegst du ein Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt sie mir die Peitsche weg, stellt sie mir so hinein, dann ich es nehme, schaut's her. Hängt's an die Tiere Schluss, dann sagt's wirklich los, weil ich jetzt nicht mehr so wie vorleid kenn. Das war fürs Paradies, aber das war mir gewiss. Die Rosen haben nie gezogen, wir früher mal am Strand. Die hoch und gelungen, ihren Abschiedsgesang. Sie war mein Stolz, die Rose, und auch mein Freund. Hätte in der Draht und schöner wie die Zeit. Stellt's meine Rose in den Stall, bald kriegst du am letzten Mal eine Sacke Hoden und daheim. Dann hängst das Geschirr an der Wand, bald kriegst du ein Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt mir die Peitsche weg, also, er hört schon auf. Du tadellos, aber das soll sich abbrochen, gell? Das ist der Refrain. Den Also hast habe ich einen Refrain? Den hast halbiert, halbiert. Oh, bitte um Das Verzeihung. macht nichts. Wir haben es mitgekriegt, aber ich glaube, es ist gut War das gegangen. nicht die erste? Nein, es ist gut gegangen. Ich glaube, es ist gut gegangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist halt wirklich,
man muss das so sehen, wenn man als Musiker zusammenspielt, dann spielen eben, man schaut sie an oder man hört sie oder so und man orientiert sich, gerade beim Wienerlied. Wenn du natürlich eine Popnummer oder manche andere Nummern hast, die einen Rhythmus haben, einen ganz vorgegebenen Rhythmus, dann geht es ein bisschen leichter. Aber beim Wienerlied, das ist manchmal langsamer, dann zahlt es an, dann wird es wieder oben. Dann geht es wieder zurück, so. Ja, das ist... Und das ist, wenn man sie natürlich nicht hört, sehr schwierig. Und nur dazu, wenn jetzt der Patrick eigentlich normalerweise sich an mich anlehnt, weil ich ja oft singe, weil oft der Sänger gibt halt vor. Ne? Und ja, aber ich glaube, genau, das der gut Sänger gibt vor. Patrick, So ist es, ja. Ich glaube tadellos. Also, ich glaube auch tadellos. Der Joe Walker sagt auch, Gratulation, wie gut das funktioniert. Danke herzlichst. Mhm. Ui. Zokos Welt TV, wow. Danke herzlichst, Dankeschön. Vom Schneidwutz kommen die Achtel rein, ihr mich hingerufen, na super. Jawohl. Der Duke von Oktan. Ich würde sagen Oktan, ne? Ja. Duke von Octane oder so vielleicht, ne? Kann auch sein. Ne, aber Fakt Oktane. Von Oktane. Feiermotto. Von Octane, ja. Aber das sind lauter so Namen, da weiß man oft dann gar nicht, wo ich sitze. Wer ist denn das jetzt? Vor allem, wie man das ausspricht oder wer das ist. Oder was, Mandal, Weiberl oder sowas zum Beispiel. Nicht? Wie schaut's aus? Soll ich mir nur eine aufreißen? Sagt der Reithard und Travel Schädel. Ich sage dir, diese Frage ist natürlich vollkommen überflüssig. Na freilich, jetzt ja, reißt er macht sowieso eine auf. Prada Zigarettel, reißt der Hüsen auf, 30 Grad. Entschuldige, in Chile. Das muss man sich nicht sehen. Wunderbare Musik, sagt alles mehr. Danke herzlichst. Das macht euch so einzigartig. Danke, Hubert. Ihr versüßt mir das Homeoffice, sagt die Sissi. Na, das gefreut mich. Dieses Tröpfelbad. Du, das geht jetzt, ja, das kriegen wir nicht hin. Also mit dieser Latenz, oder wie man das sagt, das kriegen wir nicht hin. Mit der Latenz, dass wir uns nicht hören können, geht das nicht. Ja, du, der Günther Erich Russell sagt, der Patrick ist Weltklasse. Und da muss ich sagen, das stimmt. Günther Erich Russell, da hast du vollkommen recht. Nein, bist du nicht schuldig. Zurückgeschaut. Ja. Was? Der Duke sollte schon an Nandl Sritunst war es ja durchaus. Peter Richtinger, hoch zu. Sowas kannst du mir schreiben, bevor ich die Botön gepackt habe. Nicht nachher. Das kann ich nicht lesen. Ja, wir sind halt Lichtenthaler. Skyline von Wien. Und vorher habe ich schon gehört, gelesen, Patrick, weißt du was, das kennen wir nicht mehr leider. Die Daniela Stögel und ich glaube, der Lutti war das noch auf der Schoß von der Mama. Kannst du dich an das Lied erinnern? Ja klar, sowieso. Aber das können wir so nicht spielen, weil du führst. Nein, ich kann es gar nicht. Das kann ich gar nicht mehr, glaube ich. Nein. Ja, aber das bringen wir nicht hin. Aber die Lichtenthaler kennt man. Skyline von Wien, aber das geht auch nicht dafür ein. Das geht auch nicht, ja. Dafür ein. Oder Patrick, was. Die Hausherrenentzündung gingen. Die Hausherrenentzündung gingen. Aber Patrick, wenn ich nicht 4 und mich bei dir zubehau, ist ja wurscht. Ja, das Keilen kann ich auch nicht. Da muss ich dir Metronom mitrennen lassen. Dann geht's. Ja, wenn ich ein Klick hätte, dann geht's. Wo wir die Lichtenthaler. Ja, das geht. Die gingen. Also, wahrscheinlich. Mit Gustav, gell, Gustav? Du, Patrick, häng dran. Noch was. Was haben wir denn noch? Was passt denn da rein? Aber Gräbet ist es nicht? Aber Gräbet muss es sein, ne? Ist es das? Ja. Aber Gräbet, ja genau. Und dann hängen noch dran meine Freunde und Bekannten. Das ist ein G. Nein, ein G. Okay, ja. Passt, mach mal. Der Duke sollte schon ein Mandel sein, sonst war es ja ein Duke Hess oder so. Peter Richtinger, jetzt habe ich dich verstanden. Der Rudi Korbes ist da. Weingut am Bieserberg. Jawohl. Ja, das ist leider, wenn wir uns nicht hören gegenseitig, unmöglich zu spielen. Wie soll das gehen? Das ist schwer, ebenso wie die Sissi sagt,
mit ein paar Stanzeln. Falls wir es heuer nicht zum Schrammeklang schaffen. Schrammeklang-Festival, ja, im Juli. Ja. Ich glaube nicht, dass was wird. Ganz ehrlich. Aber wenn es was Das wird, wird eng. bis der Depper, da bin ich 3 Tage angesoffen. Ich kenne wenig Musiker, welche ihr Instrument mit so viel Gefühl spielen können. Günther. Danke, Günther. Sehr Das ist ein nett. Schatz, Danke, danke. Günther. Das ist das schmeichelt. Der Roman Luthi und dann trinkt man eine Flasche Wein. Das passt auch dazu, Patrick. Ja, das geht an. Ich fange einmal an, ja. Du fang an, ich leih mich zu. Aber hängt zusammen Genau. die Lieder. Das wird schon Passt, hinhauen. mach mal, passt. Ja, passt. Die Happy. Kind soll mitsingen. Ja, ja. Mit was fängt er an? Jetzt weiß ich nicht, was er anfängt. Das ist blöd. Lichten Dola, trinken gern ein Glas Wein oder 2 oder 3, dann mit uns ein gutes Soda. Jo, aber Greve, du musst es sein. So ein Trepperl geht keine Mischung, das ist wohl ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung. Jo, aber Greve, muss es sein. Was ist denn etwa geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38 kW. Er schafft nicht in die Frau. Der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heute kommen den auf Urlaub noch wer. Denkt was uns wäre schon zu gehen. Hört auf die Schwärme und singen dazu. Leid und Leid auf den Krieg und Not. Hinter der Bahn steht der Bahn und Loch. Für ihre schönen Wehren auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wegen er leid, wegen er freit, da liegt was drin. Meine Freunde und Bekannten und Verwandten sind die Größten, was Tschechen. Ja, aber wir sind so benannt. Wir machen gewisse keine Schand, denn wir fallen nicht aus dem Rahmen. Wir haben seit viel übergangen und dazu rein der klassische Weg. Und alle. Wir sind keine Weg, na wir sind keine Weg, na wir sind keine Weg, das wissen sie. Ja, Ui. Das Flascherl Wein hast du vergessen. jawohl, jetzt. Das Flascherl Sag mal, die Wein. Engel doppelt gespielt. Mit das Flascherl Ja. weiß man nicht eingefallen. Ja. Nur die Engel Na, häng an, das Flascherl Wein. Das Flascherl Wein häng noch an. Häng noch an. Hängst da an. Jetzt trink Klein noch a Flascherl Wein. Hallo, da das muss ja nicht das Letzte sein. Oh, bewahre. Hallo, da und dieses Tor gibt's kein Genie. Hallo, da das müssen wir uns repetieren. Ja, noch eins repetieren. jawohl. So, da mal. Einmal. Patrick. Jim Boom. Jim Boom. Aber, das war kaum. Jim Boom, wie der Herr Z geschrieben hat. Nicht? Just Z. Jim Boom. Ne, gefällt ist der Fritz Status. Macht uns ein ganz liebes Kompliment. Die ganzen Weltstars könnten das nicht so zusammenbringen, wie ihr das macht. Ich danke dir schön. Naja, Ich glaube, ein paar manche schon. Vielleicht, aber. Ja. Manche schon, aber du hast Ja. recht. Viele von den Blendern. Viele nicht, Es ja. gibt halt viele Blender. Und ich glaube, das ist auch was diese Corona-Krise vielleicht einmal schaffen wird, dass diese Blender weniger werden. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber da fällt mir was anderes ein. Schau doch auf die Uhr.
Ja, jetzt müssen wir zum Schluss kommen schon langsam, gell? Bald 2 Stunden. Ja, war. Du hast recht. Ja, wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Da hast du vollkommen recht. Ich möchte jetzt vorher noch mal Werbung machen. Unbedingt. Da muss ich jetzt die Gitarre mal wegstellen. Das ist gescheit nicht an die Urwascheln weh. Ja, mir war auch von diesen komischen Stäbsel da, das ist ein Klump. Ein Wahnsinn. Aber die Feiermotto, ich schicke den Marco nur einmal in den Keller. Feiermotto, bist du die Holde vom Marco? Ginelli? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn sie mich in den Keller schickt. Zum Einheizen und Wein holen. Ja sicher, die Feiermotto. Wenn mir tut die Urwascheln weh. Ich muss das so halten dabei kurz. Das ist ein Wahnsinn. Ich halte es auch schon so ein bisschen. Ja. Was ist denn mit deinen Stöpsel eigentlich? Nur eine Frage, weil wir gerade Das so habe ich vorher gemütlich. probiert, das hat schon wieder nicht funktioniert. Mit den AirPods. Na, das war so leibend, keine Kabel, nix, aber das funktioniert Keine Kabel, nicht. nix, ja. Funktioniert nicht. Ja. Ich habe mir schon gedacht, ob ich mir sowas bestellen soll. Momentan habe ich kein Geld dafür, weil die kosten über 100 Euro. Du bist gescheit, die Neichen, ein Wahnsinn. Ja, nein, Na, Wahnsinn. das geht, ich glaube, wenn das 10 Euro kostet, dann kaufe ich mir so. Oder? Ja, Alter, 10 Euro kostet es nicht. Du, der Red hat jetzt schon entschieden, man braucht keine Worldstars, wenn man euch hat. Die Authentizität macht den Unterschied. Das gefällt mir. Ja. Das hast du sehr lieb gesagt. Wie gesagt, es gibt ja auch Worldstars, die wirklich gut, also die meisten Worldstars sind einfach wirklich gut, weil die haben sich auch hingearbeitet natürlich. Ja. Und alles. Aber es gibt halt leider viele so Retortengeschichten auch. Aber du. So, nur gerade Eric Clapton, weil der einen 75er gefeiert hat heute, Ja. ne? Oder feiert. Ja. Zum Beispiel, ne? Der kann was. Ne? Das ist Ja, das, Sting, keine Frage. Ne? die kennen wirklich was. Ja. Und da gibt es schon einige, bin ich draufgekommen, wo ich sage, ja, das ist nicht meine Art, nicht meine Musik, das gefällt mir nicht, aber da sage ich, aber die sind Weltleute. Die sind wirklich Weltleute. Die kennen das. Und das gefällt mir. Mir gefällt das, wenn einer, ja, was kann. Tarja Turunen von Nightwish zum Beispiel, großartige Sängerin. Ne? Wahnsinn. Ja, da gibt es schon viel. Ja, Also, bei der Gelegenheit, weil die Dunja Androsch schon wieder anmerkt, ja, ist bei die 10 Euro bis nur mit den Versandkosten dabei. So, jetzt weiß ich nicht, wem es meint, aber ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, sozusagen, es gibt einen kleinen Hut, ein Körperl, das rumgeht und das findet ihr in der Beschreibung vom Video. Da gibt es auf gut Deutsch eine Kontonummer, also ein IBAN oder eine PayPal-Adresse, wenn ihr wollt. Und da würden wir euch recht herzlich Dankeschön sagen. Wenn ihr uns einen kleinen Schmattes umwachsen lasst, das war halt ganz lieb, weil das die Dunja sagt. Und denkt dran, auch diese Links sind in der Videobeschreibung dabei für den Freitag, der nächste Freitag 18:30 Uhr, natürlich die Weinverkostung. Ja. Und genau, bei der Weinverkostung sind wir dabei. Da spielen wir auf dazu. Und ganz klassisch, Patrick, am Donnerstag machen wir schon unsere Pavlatschen, die Corona-Pavlatschen. Corona Edition. Am Donnerstag gibt es wieder eine Pavlatschen. Ja, da siehst du, der Klaus sagt schon wieder, großartig, so der Christel schläft schon wieder ein. Na, das ist dann der Klassiker. Ja, das ist schon wieder der Klassiker. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Die tun hat gesagt, die Kopfhörer von Patrick hat es gemeint. Ja. Na, also wie gesagt, diese Woche voll gefüllt. Also am Donnerstag eben nochmal die Pavlatschen. Da werden wir, so wie heute, da werden wir uns schon wieder was helfen lassen. Und am Freitag eben diese Weinverkostung. Und ich finde das leibend. Ich habe noch eine ganze Liste da, was wir spielen können. Also, du, Patrick, pass auf. Wenn Sie jetzt zum Beispiel bei der Weinverkostung auf den Online-Shop, nicht ausblick.com, Online-Shop, klickt und dann könnt ihr entweder, ich habe mir heute geholt, die Weinkisten. Patrick, von dem hast du nichts. Ich schon. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss mir keinen Gin Tonic einschenken. Das mache ich dann vielleicht später. Nein, es ist wirklich, ich hole jetzt die Weine nicht raus, weil das ist ja dann am Freitag. Aber wenn ihr das bestellt, dann gibt es ihm so eine Kisten Wein, entweder postalisch zugeschickt, ich glaube, das ist, wenn man 24 Flaschen, also wenn man eine Doppelkisten kauft, dann ist ohne Versandkosten, glaube ich. Und die in Wien daheim sind, oder so in der Nähe Weinviertel, man kann sich das auch holen, ist in Strebersdorf. Ja, da muss man, das ist nicht aus der Welt. Ne? Das ist nicht aus der Welt, man muss sich nur melden und dann, ja.
Da gibt es also dieses Kistel und da sind die Weine drinnen, die am Freitag verkostet werden. Und es sind Welttreffer. Ich sag's euch gleich. Es ist vom Weingut Höfler und vom Weingut Strauch. Und eben die 16er Pur Musik dazu. Hoffentlich funktioniert das technisch. Das ist noch unser, Kampf. Nochmal, Aber das haut hin, das weiß ich. aber Der Klaus macht das schon. Ja. Und der Michael. Ich weiß nicht. Ja. Und die Kiste haben wir heute geholt. Die wandert jetzt in den Weinkühlschrank, damit das fit ist. Weil man nur spülen tue ich auch nicht. Ne? Die trinkt da schon was. Ne? Und ja. Na gut, pass auf. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Der Chaco Speed meint noch, das nächste Mal den Herrgott. Ja, beim nächsten Mal machen wir den Herrgott. Heute zur Schlussnummer, wie gesagt, möchte ich gern das Lieblingslied von meiner Schwägerin spielen. Das können wir nicht gemeinsam spielen, das haben wir schon gesagt. Nein. Das kriegen wir nicht hin. Aber ja. So. Ich glaube, wir haben alles durch. Meine Herrschaften. Ich sage euch jetzt schon mal danke herzlichst, dass ihr dabei wart. Danke euch. Patrick, dir danke. Küss die Hand, meine Damen. Ja, die Damen, dann küsst die Hände, das schau. Viert euch die her. Patrick, dir nochmal danke für die letzte Woche, dass du so ein... Ja. Bitte gerne. Sowieso. Das hast du gecheckt. Das war Wahnsinn. Der Zonko hat sich angehauen, weil er gesagt hat, endlich einer bei der ersten Sendung. Genauso nicht. Endlich einer, der es noch weniger drauf hat wie ich. Aber bei der zweiten Sendung, da hast du dich übertroffen. Und da muss ich echt sagen, Leibwand. Und an alle euch, die ihr jetzt da noch seid, Reit Hard, Travel Gentle, alle Fred Startguss, alle miteinander, Checker Speed, Günther Erich, Hubert, tun ja euch allen Dankeschön, dass ihr immer dabei seid. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am Donnerstag wiedersehen. Das würde mich wirklich freuen. Das würde mich wirklich freuen. Donnerstag seid ihr wieder dabei. Patrick, der Schluckerl auf dich, muss ich sagen. Ja. Danke dir. Sehr zum Wohle. Und jetzt verabschieden wir uns mit einem Lied. Eines muss ich sagen, ich meine, das war das Lieblingslied von meiner Schwägerin. Und stell dich groß, bitte. Ich stimme groß. Patrick, bitte darum. Wink noch einmal in die Kamera. Ich winke euch noch einmal und bin dahin für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit der Nummer jetzt. Danke dir, Patrick. Und ja, aber es ist auch, muss ich sagen, überhaupt, es gibt im Wienerischen fast keine Liebeslieder und das ist nicht nur Gott sei Dank ein Wiener Lied, das ein Liebeslied ist, sondern es ist auch meiner Meinung nach eines der schönsten Liebeslieder überhaupt auf deutschsprachig. Und mit dem möchte ich mich verabschieden, wir uns verabschieden und sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kehl. Wann mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne klingert, ich möchte sie holen. Und wenn's für dies hätte ich schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, ist allerweil nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich höf Gott sag, am liebsten mit einem Lied, so denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht alle eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal um und sag zu mir, na komm. Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne klingert, ich möchte sie holen. Und wenn's für dies hätte ich schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du raus schaust, ist allerweil nur mein.
und dicke Bärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich Hofgott sag, am liebsten mit einem Lied. Fühlt euch gut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.